irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war, Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danken, dass du jetzt so gefallen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Ja. Jetzt schleicht die halt einmal hin. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da, pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich. Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's. Nein, leider, ich hab's nicht so gemacht, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Mats, chill dein Bandscheiben. Ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Loch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ich schau gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er ja irgendeine Störung, hat er ja irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kibius ist. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht. So blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zur Grütze fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupfte. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust.
Geht da was? So, einen wunderschönen habe die Grüß Gott miteinander. Mr. Gut zu Fuß, Mr. Price, Grüß Gott beieinander. Wie schauen wir aus? Wie geht's euch? Alles zauberhaft. Bin ich auch wieder da. Sagst du die Woche ist schnell vergangen, bin ich schon wieder da. Sagst du, kaum wartest du eine Woche, bist schon wieder voll am Start. Ja, leck. Was? Es ist ein Baby-Bazi. Wer ist schwanger? Das geht mir jetzt gerade noch. So, heut ist soweit der 9. Oha. Monat. Oha! Ja, der Herr Kaufmann, dann gratuliere ich von ganzem Herzen zum Babybasi. Grüß dich Gott und ich hoffe, er ist gesund und munter auf die Welt geschlüpft. Vielen Dank für deinen Resub im 9. Monat. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut, weiterhin willkommen und weiterhin viel Spaß. Wie geht's da? Und Sabi ist auch schon da. Grüß dich Gott, Sabi. Habe ich die Ehre. Grüß dich. Hey, du schaust aus, wie wenn du in der Sonne warst. Ja, also, ja. Sagt mir das. Sagt mir das, dass ich in der Sonne war. Das kann daran liegen, dass wir mir jeden Tag über 30 Grad gehabt haben. aber vielleicht irre mehr. Ja? Es kann auch daran liegen, dass ich vielleicht ein wenig Zwang im Schatten war. Wobei es eigentlich gegangen ist. Also gesehen. Aber ja, wir haben's uns gut gelassen. Wir haben es uns richtig gut gelassen. Also ohne Scheiß, von der Animation her, von der Verpflegung her war das, glaube ich, oder beziehungsweise von der kompletten Anlage her, von der ganzen Aufmachung war das wahrscheinlich der beste Urlaub, den wir jemals gemacht haben. Ohne Witz. Und ja, es war sehr, sehr erholsam. Also die eine Woche, holy shit, die ist vergangen wie im Flug, ohne Scheiß. Aber nicht im stressigen Sinne, sondern einfach im... Ja, wir haben 5 oder 6 Tage einfach nur gechillt. Wirklich nur gechillt, Seele baumeln lassen. Getrunken, was man halt so braucht hat, gegessen, was man halt so braucht hat und einfach nur gefaulenzt. An einem Tag waren wir in Kos in der Stadt, beziehungsweise es waren eigentlich nur 4 Stunden, weil wir haben es nicht länger ausgehalten, weil die einfach die Hitze getroffen hat. Aber wir haben einfach einen chilligen Urlaub gemacht und ohne Scheiß bist du ausgewechselt. Ich kann es an jeden nur empfehlen, sofern er die Möglichkeit hat und sofern er das auch mag, tut's das. Ja, nehmt einmal alle 2-3 Jahre ein bisschen Geld und dort einfach einmal eine Woche weg. Raus aus dem Alltag. Es glaubt es nicht, was das für einen Unterschied macht. Daheim ist der Urlaub auch schön, brauchen wir nicht reden. Ich habe jetzt noch eine Woche Urlaub. Ne? Also bei mir geht es erst am Sonntag wieder. Aber wie gesagt, nehmt euch das einmal zu Herzen. Also ein gut gemeinter Bazi-Rat, wie gesagt, sofern es möglich ist, nehmt euch alle 2-3 Jahre ein wenig Geld in die Hand und dort einmal 7 Tage fort. Es wird es nicht bereuen, glaubt mir das. Ja, aber ansonsten, ja, wir sind gesund und munter wieder nach Hause gekommen. Gestern um 1 in der Früh. Ist alles wieder so, wie es sein soll. Ich bin auch froh, dass wir wieder daheim sind. So ist es nicht. Ne? Es war zwar wunderschön, aber daheim ist ja bekanntermaßen doch am schönen. Und jetzt geht der neue Alltag wieder weiter, sozusagen. Ne? Ich war heute schon fleißig, ich habe schon Rasen gemacht heute. Wir waren mal beim Hornbach. Die Arbeiten, die bleiben ja nicht liegen, sozusagen. Ne? Man kann sie ja nicht aufschirmen. Also man kann schon aufschirmen, aber das erledigt sich halt nicht von selber. Von daher, Tennis spielen bin ich natürlich auch schon gewesen. Das ist eine dezente Einzelstundennummer und dann gleich festgestellt, dass eine Woche Griechenland-Urlaub massivst auf Kondition geht. Ist eh klar, wenn du den ganzen Tag umeinander loserst und Cocktails saufst und Gyros frisst von oben bis unter, dann kann es schon mal sein, dass der Kondition sagt, hey du spinnst wohl ein wenig. Habe ich heute gleich bereut. Aber das wird einmal auch wieder, bis zum Sonntag. Ne? Geht schon wieder dahin. Ansonsten, was gibt's denn bei euch Neues? Habe ich was versammelt? Was tut sich denn in der Welt von Social Media? In der Welt von Twitch? Ich habe irgendwie einmal eine Benachrichtigung gekriegt, dass es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Power-Ups gibt, keine Ahnung, was das sein soll. Wer wird schon wieder irgendwas, was die Twitch was dabei denkt hat. Ich sitze die nächsten 2 Tage auf dem Motorrad, Donnerstag wandern, Freitag vorbereiten für Wien, Samstag bis Mittwoch. Es hört sich auch sehr zauberhaft an, Mr. Gut zu Fuß. Weißt du das eh? Allseits gute Fahrt und dringend sitzen bleiben. Das ist das Wichtigste. Und nicht umschnackeln beim Wandern. Das ist das Zweitwichtigste. Oder ist auf einer Ebene, sagen wir es mal so. Aber ich wünsche dir auf alle Fälle schon mal
ganz viel Spaß und schau, dass du ein bisschen eine Erholung genießen darfst. Ne? Das ist natürlich so ein Prio 1, wenn man Urlaub hat. Ne? Einfach einmal 5 Grad stehen lassen, im Idealfall. Aber gut, so, Freunde, ihr habt es vorher, ich muss mich entschuldigen, wir werden halt nicht Pokémon spielen können, weil ich einige Updates zu machen habe. Da ist mein PC auch mit den Begriffen gewesen. Und das war natürlich jetzt vorrangig, dass das laufen wird bis jetzt. Und das haut jetzt auch so weit hin. Aber das mit der Switch, das habe ich jetzt zeitlich leider nicht mehr unterbracht. Deswegen muss Pokémon jetzt erstmal vorzeitig in die Pause gehen. Ne? Und wir machen halt ersatzweise Bloodborne. Ne? Das funktioniert Gott sei Dank recht unkompliziert. Von daher wird es Pokémon erst wieder geben, wenn wir mit Elden Ring fertig sind. Und Bloodborne spielen wir tatsächlich halt auch vorzeitig. Das letzte Mal eben auch, bis wir mit Elden Ring fertig sind. Weil am Freitag erscheint nämlich das DLC, Shadow of the Erdtree. Und da werden wir eben direkt bei Release um 2 Nachmittag sehr verfrüht schon reingrätschen. Warum um 2 Nachmittag? Weil ich um Semi-Training habe. Sonst hätte ich normal einen Abendstream gemacht, aber das geht sich leider nicht anders aus. Deswegen habe ich mit der Frau Bazi geschmatzt gehabt und die hat das auch, die findet das auch in Ordnung. Deswegen fahren wir Freitag um 2 Nachmittag an, bis um 6 Uhr ungefähr, und machen wir Samstag am Frühschoppen bis in etwa 1 ungefähr, weil da hat der Schwiegerpapi Geburtstag. Und dann starten wir dann in den Marathon quasi mit Elden Ring. Ja, und dann werden wir schon sehen, wie lange wir dafür brauchen. Und dabei sind halt, wie gesagt, diese beiden Projekte, also sprich Bloodborne und die Hardcore Nuzlocke, erstmal pausiert. Keine Panik, die werden nicht abgebrochen oder sonstiges, die kämen dann noch wieder. Verspreche ich hoch und heilig. Ne? Aber Elden Ring hat jetzt da absoluten Vorrang. Das, glaube ich, kann man der eine oder andere verzeihen. Zumindest hoffe ich es. Ne? Morgen geht es zum Timmelsjoch mit ca. 5 Meter Schnee am Rand. Am Mittwoch geht es in Richtung Bozen, ein paar Rennereien ab. Ja, gut, ist eh klar. Es ist eigentlich taktisch sehr, sehr klug von dir. Erst im Schneegebiet, erst einen abfrieren und dann einen warm saufen. Hast du absolut recht. Und Wifi habe ich dir, grüß dich gut. Ich kenne mich ja nicht aus. Hast du den Boss schon am Gewissen, dass du das DLC betreten kannst? Ja. Du meinst Mock. Mock haben wir geklickt. Ja, tatsächlich. Es kann natürlich, ich würde mich, ohne Scheiß, es würde mich nicht wundern. Es würde mich nicht wundern, wenn die Herrschaften von From Software hergehen und sagen, hey Brudi, den legst du nur einmal. Auch wenn du ihn schon gelegt hast. Weil mehr hätte mir jetzt gar nicht einmal behaupten, dass das nicht passieren kann. Ja, es kann natürlich sein, dass wir am Freitag mit nichts anderem beschäftigt sind, als wir mit dem Bossnamen zum Kämpfer, der uns überhaupt ins DLC lässt. Aber ne, ich habe mir Elden Ring vorher installiert, das ist jetzt auch fertig herunter, werden wir entweder nach dem Stream noch Zeit nehmen oder spätestens irgendwann morgen oder im Laufe der Tage bis zum Freitag halt, und werde meinen Main-Account oder meinen Main-Charakter wieder aktivieren sozusagen. Doppelkatana, Blutungsbild, it is, Freunde der Sonne. Und dann werde ich da mal schauen, was ich an Talismänner habe. Ich glaube, ich habe den Spielstand nahezu, also nicht auf 100%, aber die nötigsten Dinge dafür habe ich, normalerweise. Wenn natürlich jetzt halt From Software oder Speicher geht und sagt, du, wir löschen jetzt mal die Spielstände, dann kriege ich Stress. Dann kann es sein, dass ich dezent Stress kriege die nächsten Tage, weil Elden Ring einmal ganz geschwind durchspielen, das ist nicht so einfach. Melde mich ab in den Alert-Modus, muss den Planeten weiter terraformen, aber endlich mit guter Unterhaltung. Mr. Cartman, tun Sie auf dem Planeten nicht zwei rausschwimmen oder Steve Grom, weil ich weiß das nicht, dass der Balrog aufkommt oder dass der Leviathan erwacht. Ja, das wollen wir nicht. Aber ich wünsche dir viel Spaß und merci für den Lurk. Jetzt bin ich Level 300, mache ich einen Boss platt. Ja, also ich mag ja nicht overpowered ins DLC gehen. Das ist ja langweilig. Ja? Du sollst ja, da muss ja ein wenig eine Herausforderung da sein, nicht wahr? Und schau, da habe ich die. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, auf was für eine Stufe mein Main-Charakter ist. Ich glaube 169 oder irgendwie sowas oder um die 170. Das muss ja da. Wenn es das nicht tut, dann weiß ich es auch nicht. Ich hab's nur auf Insta gesehen, dass man irgendein Amulett braucht und eben den Boss gelegt haben muss. Aber für mich sind ja das steirische Dörfer. Ja, der Boss, das ist der Mock, der ist im Blutgebiet, da kommst du quasi ins DLC laut den Trailern, aber was für ein Amulett das ist, das weiß ich nicht, das werden sie uns dann schon irgendwann erzählen, was man da für ein Amulett braucht. Und wenn nicht, müssen wir uns halt das noch sagen, da haben wir am Freitag alle Zeit der Welt. Nicht ganz alle Zeit, aber 4 Stunden ungefähr. Was möchte ich machen? Ich hab ein paar Reruns gemacht. Da war es voll gescheiter gewesen. Du warst einfach nur jetzt irgendein anderes Souls-Spiel gespielt, das wo die gleiche Steuerung hat. Dark Souls 3 zum Beispiel. Hättest du warm gespielt. Ich zum Beispiel spiele jetzt einfach Bloodborne, weil es Big Brain Move. Ne?
Und anstatt dass du jetzt einen Charakter zusammenschustest, der wo gnadenlos overpowered ist, damit du DLC auch jeden Boss one-hittest gefühlt, weiß ich nicht, Brudi. Aber gut, das ist natürlich, das ist neben sei Sache. Ne? Also ich will jetzt da mit keinem Finger auf jemanden sagen, ich würde es halt nicht so machen. Das da ich machen, da werden wir übrigens jetzt dann in Bloodborne draufkommen, ich werde nämlich noch was sagen, für alle, die das vielleicht einmal nachspielen wollen und es ein bisschen einfacher haben wollen, da werde ich jetzt noch was sagen. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit, aber wenn ich auf Soul Spite zum ersten Mal First Try mache, oder halt ein DLC, wie es jetzt eben in Elden Ring so ist, da weiß ich nicht, das ist, dann kann ich, keine Ahnung, dann kann ich Animal Crossing auch spielen, so auf die Art. Aber das ist wie gesagt nur meine Ansicht. So, ne? Aber gut. Genau. Jetzt zum Beispiel das Bloodborne DLC, das was wir ja dann irgendwann, wenn wir mit Elden Ring fertig haben, ja auch spielen werden, das werde ich mir erstes Mal selber spielen. Ne? Ich habe es selber noch nie gespielt, das DLC. Werde ich jetzt auch nicht mit einem Charakter eingehen, der wo Stufe 500 hat oder sowas, ja? Weil dann macht es ja keinen Sinn. Das hat keinen Dauert nicht, wenn ich dreimal auf den Boss auf den Duschen und der dann umfällt und nicht weiß, wo links und rechts ist. So. Ne? Also ein bisschen ein Reiz, wo ich dann schon haben. Ist was anderes, wenn ich keine Ahnung, schon, wie jetzt bei Bloodborne schon 8-mal durchgekaut habe, ja, dann ist mir das wurscht, weil ich weiß, dass ich es kann. So. Aber, ja. Ich war Level 300, da war das DLC nicht mal angekündigt. Ja gut, dann ist es wieder was anderes. Ich hab gemeint, du hast jetzt einen Charakter gemacht, der wo bis auf 300 aufgegangen, dem was bis auf 300 aufgeschossen hast. Dann ist es wieder was anderes. Wenn es natürlich vorher schon auf Stufe 300 warst, bevor das DLC überhaupt anerkannt oder angekündigt war, dann ist es, dann habe ich nichts gesagt, dann ist das was anderes. Dann ist das was anderes. Dann nehme ich meine Aussagen zurück. Selbstverständlich. Ne? Dann hast du entweder verkehrt ausgedruckt oder ich hab's falsch verstanden. Oder beides. Kann möglich sein. Na gut. Freunde der Sonne. Ich würde vorschlagen, wir schauen nach Jana. Hat man sagen lassen, da ist es wieder nicht ganz so schön wie bei uns. Oder so heißt wie bei uns, wie in Griechenland. Muss ich sagen. Werden wir außerfinden. Jetzt muss ich gerade noch mal schnell auf mein Handy schauen, weil da war gerade was. Aha. Wieder irgendeine so Fake Insta-Bitch, die wo man gefolgt hat, der ich dann gleich wieder einen Permabond geben muss, weil keine Ahnung, was momentan auf Insta. Bin ich der Einzige, der momentan unfassbar viele Fake-Anfragen auf Insta kriegt? Bin ich da der Einzige? Der Herr Bier jetzt nicht, das war eh klar. Habedere Beinand. Mr. Bierzeit Steve, Hobby Derry, grüß dich Gott, merci dir für deinen Resub im 17. Monat. Vielen lieben Dank für deine lange Treue. Ich hoffe, dir geht's gut, weiterhin viel Spaß in der Basis und viel Spaß mit den Emotes. Schön, dass du da bist. Ich habe Insta gleich... Ja, ich aktiviere meine Chatregeln, ist schon gut. Ich habe Insta gleich wieder gelöscht, selbiges bei TikTok habe ich auch nie installiert, tatsächlich, aber was momentan auf Insta bei mir abgeht, ich weiß es nicht. Sowohl auf meinem Privataccount, ne? Ich habe ja 2 Insta-Accounts, einen für mich privat selber, der wo mit dieser Geschichte hier gar nichts zu tun hat, und ich habe ja noch einen, ne? Von mir als Bazi selber. Und das ist irre. Das hat vor 2 Wochen angefangen und ich krieg am Tag, ungelogen, ich glaube 10 Anfragen von irgendeiner so einer Fake-Planschbecken-Tussi, die wo mir irgendein Porno dran will. Ich flippe bald aus. Ich bin schon die ganze Zeit am Recherchieren, außer die installieren, wie man das filtern kann, dass man sich eine Anfragen gar nicht mehr kriegen kann. Das ist furchtbar, wenn das so weitergeht, ohne Scheiß, und stampfe mein Instagram-Account sei. Ohne Kass. Nein, ich krieg die auch sicher 15 am Tag, da schaut er meine Nosentape. Ja, genau. Jetzt genau das. Und ich weiß nicht, es war jetzt so lange Ruhe, aber was momentan wieder verkehrt läuft, das ist irre. Das ist irre. Ich mag schon gar nicht mehr schauen, wenn ich Insta-Benachrichtigung habe. Wenn meine Häkelgruppen nicht mehr ist, dann fliegt Facebook gleich noch hinterher. Facebook ist so ein Schatten seiner selbst geworden. Also ich habe auch schon so oft überlegt, dass ich Facebook einfach gnadenlos von meinem Handy wirf, weil, keine Ahnung. Ich bin da eigentlich nur noch drin zwecks dem lustigen Scheiß, dem was man auch im Internet zum Sehen gibt. Aber das gibt's mittlerweile auf Instagram auch. Von daher, what the fuck is Facebook doing? So. Vor allem kannst du ohne Facebook Insta nicht nutzen, völlig behindert. Echt? Funktioniert nicht? Okay, dann muss ich mal Facebook zwangsweise behalten, das ist doof. Gut, Freunde der Sonne, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Das ist jetzt eine gute Frage, Bazi. Was haben wir beim letzten Mal eigentlich gemacht? Wir haben
Stimmt, wir waren im verbotenen Wald unterwegs, ziemlich lange. Wir waren in Bergenwerf unterwegs, haben Rom gelegt, ne? Und deswegen hat sich hier diese Welt verändert. Nicht nur der Traum des Jägers, ne? Sondern auch Janan selbst. Wir haben jetzt einen Blutmond am Himmel stehen, der so gewissermaßen den finalen Status der Nacht eingeläutet hat. Ne? Jetzt ist es so, ich hab da hinten, ne, überhalb meinem Bimbus, habe ich einen Kelch aktiviert. Da kommen wir zum Schluss dazu. Das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Da zeige ich für alle, die wo Bloodborne einmal in Ruhe genießen wollen, eine Möglichkeit, was ihr tun könnt. Sag es euch aber auch gleich, es geht so ein bisschen auf das, was ich an Shadow vorher fälschlicherweise vorgeworfen habe. Da nehmt halt den Reiz eines Soulspray aus Bloodborne. Unter anderem. Also wenn es zweit treibt. Ne? Aber da sage ich später was dazu. Was wir mir jetzt tun, ich habe jetzt lang hin und her überlegt, wir haben jetzt 3 optionale Gebiete, die wir abklappern können, bevor wir in der Main Story weiter tun. Das ist Nummer 1 Cainhurst, Nummer 2 der obere Kathedralenbezirk und Nummer 3 die Albtraumfront. Wir werden das systematisch so machen, dass wir erst Cainhurst machen, das ist die Schneeburg, dann werden wir einen oberen Kathedralenbezirk machen und dann werden wir uns in dem absoluten Wichsgebiet in dem Spiel umschauen, nämlich der Albtraumfront. Das werden wir natürlich nicht alles heute schaffen, sondern Step by Step. Ich schätze einmal, Cainhurst kann man heute auf jeden Fall schaffen, jetzt schauen wir mal, wie lange wir da dafür brauchen. Und dann sehen wir schon, entweder machen wir nochmal einen Kelch-Dungeon oder wir zwicken wir gleich einen oberen Kathedralenbezirk dazu. Das weiß ich noch nicht. Das lassen wir auf uns zugehen, hätte ich fast gesagt. Okay? Aber das ist jetzt einmal der Schlachtplan für heute. Da war ich einmal. So, jetzt muss ich mal kurz nachlesen. Ich nur noch wegen die Häkelmädels und seit neuestem Funwohl. Ich bin, also, wenn ich jetzt eine triftige Begründung finden soll, warum ich nach Facebook hab, dann sind es Geburtstage. Wobei das sich langsam relativiert, weil ich bin ganz ehrlich, von 90% der Leute, die wo mir auf Facebook Geburtstage angezeigt werden, gratuliere nicht einmal mehr, weil ich nichts mehr mit den Menschen zu tun habe. Ja, das sind nur ganz wenige Leute, die wo mir, da wo mir der Geburtstagserinnerer was bringt. Ansonsten war Facebook vor 5 Jahren schon geflogen. Sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Und King of Barbecue, habe ich Derek, grüß dich Gott, ich wünsche dir einen schönen Abend, schön, dass du da bist. So, Freunde der Sonne, das hier. Cainhurst. Warum kriselt jetzt mein Sound schon wieder? Ich flippe aus, ich hab doch vorher extra geschaut. Es tut mir leid, da muss ich nochmal, weil da kriege ich, da weißt du das eh, da kriege ich Zombielag. Das kann ich nicht haben. Das gekriselt ja da den ganzen Abend, da kriege ich einen Vogel. Da habe ich Tinnitus später hinterher. Das will ich nicht. So. Machen Sie hin. Machen Sie hin, sonst mache ich hin. So, als wenn sie die Capture Card Software nicht mehr aufmacht, dann flippe ich. Aber jetzt hast du aber einen Schweißklick gehabt, gell? So. Facebook ist ja nur noch Werbung. Genau deswegen. Genau deswegen ist das für mich ein Grund, warum ich es einfach runterwirf. Weil das war einmal ganz was anderes. Ja, und da war es gut. Und jetzt ist einfach ein Schatten seiner selbst. So, wo haben wir stehen geblieben? So, Freunde der Sonne, das hier ist das Schloss Cainhurst. Da oben irgendwo. Oder da oben, weiß ich nicht mehr genau, oder es kann da oben gewesen sein, ich weiß es nicht mehr, vielleicht war es auch da oben. Da wartet ein Mainboss, den werden wir machen, sofern wir heute da aufkommen. Und ansonsten ist das optisch oder von der Atmosphäre her eins der geilsten Gebiete, die es in Bloodborne gibt tatsächlich. Ne? Also, das ist natürlich eine reine Geschmackssache, aber Cainhurst hat schon was. Ne? Und da laufen ganz ekelhafte Viecher umeinander, das kann ich schon mal garantieren. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob wir schon stark noch haben für das Gebiet. Wir werden es herausfinden. Und wenn nicht, dann hilft es einem auch nicht mehr. Aha, da müssen wir von der anderen Seite hier. Okay, aber es eh schon denkt. Ja, Depp, das ist gut. Da haben wir richtig. So, seht ihr die Zecken da unten? Richtig eklig, richtig garstig, ne? Die splattern aber schön. Bin mir nicht mehr sicher, wie die gehen, das werden wir herausfinden, aber ich vermute mal, dass wir da halt den einen oder anderen Tod sterben müssen. So, habe ich die Ehre, Zeckern-Sepp, wie schaut's aus? Hoffentlich hast du Info gezeckern.
Du, ich habe so viele Bluttransfusionen intus, du fällt mir nichts mehr. Das garantiere ich dir. Ich glaube, ich habe Hepatitis completely Alphabet oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also mich schockt nichts mehr. Ah. Stirb. Ja. So schaut's aus. Erstaunlicherweise, oder komischerweise besser gesagt, treffen wir die Geschöpfe, wenn ich mich richtig entsinne, nur noch hier an dieser Stelle, am Anfang dieses Gebiets. Später, glaube ich, kämen die in dem Gebiet gar nicht mehr vor. Ah, Hodenwürmer gibt's natürlich auch. Okay, die trifft mir ein bisschen mies. Die Kleinen haben meistens die Gefeiern. Oh, was? Ja, jetzt schon für Blutechos verschießen wir nix wir nix und wieder nix. Mäßig und Blutedelstein, ja, wenigstens hat sich das rentiert. Ich sage, von Griechenland haben wir einen Schnee rein, das ist, weiß ich nicht. Die haben wieder zu zweit, sage ich ganz genau. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zwei von denen kämpfen will, ich glaube eher nicht. Hey, hallo Sie. Sie haben was im Gesicht. Und jetzt? Die machen sau viel Schaden, die Viecher. Aha, du kannst doch hinten austreten, aber wir Pferde, ja, perfekt. Okay, die Hälfte von meinen Blutechos gone. Einfach mal gone. Gut, aber die gehen auch noch ein bisschen ekelhaft und ich hab nicht mehr so ganz in Erinnerung, wie die genau funktionieren. Da hinten, meine sitzt da irgendwo so ein scheiß Mistzecker. Ja gut, du dumm kannst mir mal schlecken, das interessiert mich jetzt weniger. Gut, irgendwer war wenigstens so freundlich und hat uns die Tür aufgemacht. Liegt da hinten noch was? Tatsächlich. Ah ja, easy, ja perfekt, da hat auch noch zwei.
Mir wundert, dass die keine Blutechos nicht fallen lassen. Moment einmal, wegen. Ah, warte mal, das könnte sie ausgehen. Moment. Ja, perfekt, oder auch nicht. Natürlich soll man halt dann, wenn möglich, auch treffen, gell? Das ist dann natürlich das Nächste. Gut, einen Versuch haben wir ja noch. Ja, na immerhin. Die haben einfach nur Kaltblut bewacht oder was? Ja, perfekt, das hätte man sparen auch können. Na okay. 12 Blutechos später haben wir mal den ersten Schritt in dem Gebiet erfolgreich gemeistert. 12 Blutviolen später. Mir denkt, kurz irgendwas. Alter, wie viel laufen denn da umeinander? Ich glaube, mittlerweile macht das Schwert schon deutlich mehr Schaden. Gut, bist du Habidere. Grüß dich gut. Wie geht's da? Merci für den Dauerlöck. Ein Reiterpalasch. Das ist eine Waffe. Werden wir mir allerdings nicht spielen. Dir geht's gut, das freut mich. Bei mir alles soweit fit. Ich meine, ich war eine Woche jetzt im Urlaub, mir kann's gerade gut, gell? Es war gelungen, wenn ich sagen darf, mir ging's nicht gut. Entspannen Sie sich. Da backelt die extra Fenker mit den dicken Prügel aus, ne? Und Andi, Habidere, grüß dich gut. Auch einen schönen Abend an dich. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ist das verwerflich, wenn ich die da oben schubs? Na, bitte losen drin. Okay. Tu ihn halt wieder weg, mein Gott, na. So, gut. Jetzt her mit deinem Drinznaufsog. Was, die kannten halt aber auch der Fairness selber mal irgendein Item droppen, ne? Die Wohlschweiber.
Oder einfach One-Hit. Alles gut soweit, das gefreut mich. Ich höre ganz genau. Was ist? Braucht man ja natürlich. Der Hinterhalt hat aber jetzt nicht so funktioniert, wie ich das vorgestellt habt, oder? Ah. Hat schon mal geholfen. Der dicke Prügel hat schon... Oh, nobles Kleid. Der hat schon mal geholfen. Nö. Die Frage ist, warum sie ihr trennst. Gut, ist jetzt nicht so, dass es mich unbedingt interessieren hat, aber okay. So, mal ein kleiner Ausblick. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, da hinten soll Janam sein. Glaube ich. Das da hinten könnte der alte Wald sein. Ich weiß es nicht. Da hinten irgendwo müsste... Okay, da müsste aber da irgendwo Bergenwerf sein. Das kann natürlich... Ich habe keine Ahnung. Ich sage es irgendwie, wie es ist. Auf alle Fälle, die Assi da sagen, es ist schön. Aha, wer bist jetzt noch an du? An die kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hallo? Kannst du aufhören, an mir zu nuckeln? Das ist pervers. Okay, an den kann ich mich wirklich gar nicht mehr erinnern. Wie? Was? Wo? Irgendwas hat da geflattert. Aha! Oh, jetzt war ich schon bald runtergefallen, siehst du das? Ach, da ist der Eingang. Okay, ja, da haben wir Eingang. Alles klar. I know what it is, man. Aber die Ehre. Wie schaut's aus? Gut schaut's aus, scheinbar. Jetzt bin ich mir halt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, was passiert, wenn ich da oben fallen lasse, gell? Es schaut halt schon so aus, wie wenn man da oben kann. Aber ob ich es riskieren will, ist jetzt wieder die andere Frage, gell? Weil ich halt leider auch nicht mehr... Okay, wo kommst jetzt du her? Ich hab keine Ahnung, wo der jetzt hergekommen ist. Kann ich da absolut nicht sagen. Ich schieb da meinen Meinungsverstärker wahrscheinlich, ich sag das. Was? Ja, das schaut aber jetzt, Freunde, ich sag's Ihnen, das schaut jetzt gerade nicht so gut aus für uns da, gell? Ich bin mir halt jetzt auch nicht sicher, ob ich da runterfallen kann. Ich glaube ja. Aber sicher wissen tue ich das halt leider auch nicht.
Also hat es auf alle Fälle einen Shortcut gegeben, ne? Und man ist weitergegangen. Und da sitzt bestimmt wieder irgendein so ein Drecksflügelviech, das wo man jetzt gleich wieder irgendwie random ans Leder will. Sag ich doch! Henker gewonnen, okay. Dev, habe dir merci dir für den Lurk und alles Gute zum Hochzeitstag. Ich hab's vernommen. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Ich hab jetzt gerade noch keinen Mod nicht da, tatsächlich. Das ist jetzt gleich meinen Shoutout gemacht. Ja, ja, alles gut, alles gut. Wieder gesund und munter zu Hause angekommen. Ekelblüterregister, ja, schön. Ah, das Mann ist der Shortcut, right? Ja. Gut, weil dann brauche ich die ganze Scheiße nämlich jetzt nicht gleich machen, weil dann kann ich jetzt mal zurück in unser Hut und Blutfiolen auffüllen. Mal gucken. Nun gut, lasst mich. Oh, 30 voll. Ich glaube, in Canehurst gibt es sogar nur 2 Laternen. Eine ist jetzt ganz unten, da wo wir von Haus aus sind. Und die andere ist oben am Bossraum. Es gibt tatsächlich nur diese 2 Möglichkeiten. Aber den Shortcut, wenn wir haben, ist schon mal die halbe Miete. Aber dann haben jetzt natürlich die ganzen Gegner auch wieder da, ne? Au! Wer wirft denn da? Aha. Das Arschloch da hinten wirft mit Giftmesser. Wo sieht denn jetzt? Ja, perfekt, da komme ich nicht mehr raus. Da komme ich nicht mehr raus, ne? Ein Zwick zwischen Treppen und Bierregal. Du bist ungünstig in eine schlechte Position manövriert. Na, aber gut. Jetzt kann ich mich auch wieder erinnern, jetzt weil ich es gesehen habe. Die Weiber, die werden mit der Zeit, die kriegen die so einen Buff, da schreien sie dann so umeinander, dann flecken die irgendwie mit so einem Blutsymbol und dann gehen die alle gnadenlos auf die los. Also nicht so richtig aggressiv. Also nicht so das Weinerliche, was wir vorher die ganze Zeit gesehen haben, sondern da ticken die richtig aus.
Ah ja. So heißt, ich gehe jetzt nicht mehr da oben zu. Der andere mit seinem Giftmesser dahinter oder was auch immer das ist. Aha. Ist jetzt beruhigt. Ja, jetzt bist aber du da unfällig, gell? Du dumme Sau, du, ehrlich. Irgendwo, ah ja genau da hinten. So hat es eine Truhe gegeben, wollte ich gerade sagen. Evelyn. Soll noch was geben? Nö. Da steht, glaube ich, auch wieder Name irgendwo so ein Typ auf so einem Bücherregal rum, der dann wieder mit irgendwas so. Ah, da hinten steht er. Ja, ja, das brauchst. Gar nicht erst versuchen. Verpiss dich bloß, ich sag das. Ich glaube, da ist auch noch mal irgendwo ausgegangen, aber ich weiß nicht mehr wo. Da hat es auf alle Fälle. Ich glaube, da erinnert es irgendwo ein Fenster gegeben, wo man ausspringen hat können. Glaube ich. Irgendwas war da. Ah, dahinter, ja, genau. Der scheiß Mongo-Kobold da. Tü. Gut, bei Bloodborne ist es so, die optionalen Gebiete, die haben halt schon ein wenig knackiger, ne?
Aha, da ist eine Leiter, die meine kann man oben lassen, dann hat man einen Shortcut sozusagen, ne? Aha, der tut Fenster putzen fleißig, das ist gut. Irgendwer muss das ja machen. Jetzt der Nächste mit seinem Bloßreal. Aha, du kannst durch den Balkon durchschießen, perfekt. Oh, muss ich jetzt ernsthaft da hergehen, dass du mich nicht triffst, oder was? Blutsteinbrocken, das ist übrigens die nächste Aufwertungsmaterialien, die wir brauchen, damit wir unsere Waffen weiter upgraden können. Da haben wir jetzt die ganze Zeit Zwillingsblutsteinscherben braucht und jetzt brauchen wir Blutbrocken. Blutsteinbrocken. Blutbrocken ist der letzte, den wir brauchen. So, jetzt muss ich mir schauen, da ist auf alle Fälle noch irgendwie aufgegangen. Oder ist das über außen gegangen? Das kann natürlich sein. Muss fast so gewesen sein, weil da sehe ich keinen anderen Weg nicht. Okay, da müssen wir bei dem Fenster dahinter aussehen. Ah, da kommen wir da wieder hier, okay. Hä, was? Was jetzt der jetzt so denkt. Na, nicht so weit blären. Ach, du hast deinen Kopf einfach obergerissen. Ja, perfekt. Da war noch eine Truhe auf jeden Fall. Aha. Ja, hallo? Ah, die kommt gleich auch gestiefelt dahinter, voller Tatendrang. Und jetzt? Einen Popo. Henker-Handschuhe, okay, da haben wir jetzt das komplette Set gefunden quasi. Ich muss eher mal schauen, ob wir mir nicht langsam mal eine Rüstung tragen können. Halt's Maul. Direkt einmal schauen.
Warum ist denn die Standard so stark? Ja gut, so im Schnitt, so overall, drum wir eigentlich schon hübsch die bessere Rüstung so. Oh, oder auch nicht. Ja gut, so Pi mal Daumen. Da die sagen, das passt ja schon. Aber jetzt haben wir zumindest Kapuzen, ne? Schauen wir nicht mehr ganz so freundlich her. Jetzt machen wir einen auf Assassine. Dann findet die Ritterrüstung, möchtest du mich jetzt verarschen, oder was ist, weil ich gerade geschaut habe? Achso. Ja, okay. Ja. Jetzt heißt's wohin? Muss nur irgendwo weitergehen. Normal. Oder findet man da einfach nur die Rüstung drin? Wahrscheinlich. Okay, da hätten wir wahrscheinlich gar nicht hin müssen. Aber da komme ich ja jetzt auch nicht mehr um, ey. Ah! Ah, jetzt haben wir da und jetzt lassen wir ran. Jetzt können wir dann da die Leute runterlassen, oder? Oder ist es einfach nur ein Shortcut? Da waren wir auf alle Fälle vorher gerade. Ach, die Leute ist schon gar... Ach so, die ist schon ganz unten. Ja, okay, dann easy. Ja, dann ist ja das easy. Ich meine, hallo, wir reden von einem Soulspray. Normalerweise muss man Leute nicht mehr erst irgendwo runterschubsen, bevor sie einen Sinn haben. Ein Haufen Schatztruhen gibt es da auf alle Fälle. Hast du meine Frage schon beantwortet? Hat man eben noch was zum Essen organisiert? Warum eigentlich kein Elden Ring jetzt, was neue... Ach so, entschuldige, Barbecue, ich sag das, ich bin jetzt ganz offen und ehrlich, ich hätte die Frage jetzt überlesen, wenn es das nicht nachgeschrieben hättest. Elden Ring kommt erst am Freitag. Das DLC kommt erst am Freitag raus. Deswegen. Aber ab Freitag, Freitag 14 Uhr starten wir rein ins DLC. Bis etwa 18 Uhr. Und am Samstag werden wir einen Frühschoppen machen, ab 9 Uhr bis ca. 13 Uhr. Ja, also wir werden dieses Wochenende pünktlichst zum Erscheinen ins DLC schauen. Und ich habe schon Bock drauf. Und Bloodborne gibt es halt deswegen, weil ich nach dem Urlaub ziemlich viel Updates machen habe müssen. Deswegen habe ich das halt mit der Switch nicht mehr ganz hingebracht. Und ja, können wir uns quasi schon so ein bisschen... Na, können wir uns heute schon ein bisschen einstimmen auf Elden Ring. Oder besser gesagt, da haben wir ja jetzt eigentlich schon die ganzen Tage, seit wir jetzt Bloodborne spielen, tatsächlich.
Aber um deine Frage kurz zu beantworten, ab Freitag. Elden Ring. Und da werden auch die anderen, also diese beiden Projekte, also Bloodborne und Pokémon, werden da pausiert. Bis dass wir mit Elden Ring fertig haben, tatsächlich. So der Plan zumindest, ne? Ja, das ist der Weg dann schon zum Boss. Boah, schreck mich. Aber der war ja... Was ist bei dir? Hey, Sie haben da was im Gesicht. Ich tue das mal weg. Hey, ganz langsam. Oh, gerade nicht. Freundschaft. Das ist eine Seele in 2 Körpern. Aristoteles. Mr. der Feind, Alter, Habitäre, merci dir für deinen Resub im 16. Monat. Freundschaft, das ist eine Seele in 2 Körpern, Aristoteles. Und das ist gut so. Der Feind, Alter, merci dir für deinen Resub. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Und weiterhin willkommen bei uns und viel Spaß. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Geht so, wenn man den ganzen Tag aus dem Mund blut wegen... Ah, wieso denn das? Wieso denn das, Mr. Weibio? Was haben Sie verbrochen? Warum tun Sie dieses? Passt du jetzt merci oft bei, ja? Ja, selbstverständlich. Du, ich kann überhaupt nicht schimpfen, gell? Also ich bin derjenige, der momentan gar nicht schimpfen darf. Ich war jetzt eine Woche im Kursurlaub und hab jetzt nur eine Woche Urlaub. Du, da kann's mir nicht schlecht gehen. Aber schön, dass bei dir alles passt. So. Kiefernhöhle geöffnet. What the hell? Warum? Wie... What the hell? Warum? By the way, das ist jetzt kein Secret, kein Secret nicht, was ich da mache, das ist der reguläre Weg. Da musst du erst einmal draufkommen. Druck ablassen und so, aber... aber wie Druck ablassen? Was hast du? Eine Entzündung oder wie, ich mein, du gehst ja jetzt nicht schließlich da und sagst, hey, mach mal Kieferhöhle auf. Da muss ja irgendwas, da muss ja was im Busch, hätte ich schon fast gesagt. Da muss ja was am Zahn sein dann oder direkt am Knochen, oder bin ich jetzt da falsch? So, Freunde der Sonne, das da ist das Bossareal. Wir haben nur eine Laterne, das heißt, wenn wir bei dem Boss sterben, darfst du den ganzen Weg wieder da hochrennen. Sollte das passieren, und das wird passieren, weil dem Boss, der ist, ja, der liegt mir am wenigsten. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn richtig gut machen kann, ich glaube es eher nicht. Dann werde ich auf dem Weg da auf natürlich die ganzen Gegner skippen, weil da wären wir sonst überhaupt nicht fertig. Deswegen, man verzeihe mir, wenn wir da jetzt ein bisschen hängen werden. Ja? Aber die Assi hat es letztens schon so schön gesagt, sie war mir froh, wenn ich meinen Boss hab, da wo ich mir ein Zeil hängen darf. Der Zahn ist halb im Zahnfleisch und daher ziemlich am Arsch. Ja, ist das ein Weisheitszahn dann quasi oder einer von den regulären, sage ich jetzt einmal. Aber auf alle Fälle von Herzen gute Besserung, mein Freund. Das ist natürlich, ja... also unzauberhaft. Ne? Na gut, schauen wir mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, für was der anfällig ist. Ich glaube aber gegen Feuer. Regulärer ganz hinten halt Stuckzahn, okay. Viel Teufel, ja, das ist schon... So Zahnsachen, Also ich hab Gott sei Dank, und da klopfe ich jetzt auf Holz, bisher Gott sei Dank die einzige tiefgründigere Behandlung, die was ich jemals in meinem Mundraum gehabt habe, waren die Weisheitszähne. Und ich war nicht scharf drauf. Und ich bin auch nach wie vor nicht scharf drauf. Deswegen bin ich froh, wenn ich von all diesen Geschichten verschont bleibe. Ich weiß nicht. Mund? Nein. Wir haben bei der Nase schon, ne? Bis wir die Nebenhöhlen gemacht haben, da waren wir schon ein wenig zweierlei. Aber Zahn ist nochmal ganz was anderes. Ich weiß nicht. Das fühle ich nicht. So, Boss-Time, Freunde der Sonne.
Freunde der Sonne, Märtyrer Logarius. Is er... Sorry. Ja, okay, was soll ich machen? Es war ja der First Try. Mein Gott, na, doch besser Kino, als ich gedacht habe. Okay? So, da liegt der Item. Krone der Illusionen. Und jetzt passt's auf, da kann man schön Secret machen. Für einen Märtyrer hat aber ziemlich viele Turmspitzen. Ja, also quasi der Lore nach. Also ich meine, ich habe ja, ich glaube vor dem Urlaub noch das Video von der Bloodborne Lore mal ins Heimkino eine da bei mir im Discord. Für die, die es interessiert, schaut sich das gerne mal an. Der Lore nach waren das wie nennt man denn die? Also jetzt nicht Märtyrer, sondern die haben quasi in die Burg, also ich weiß jetzt leider, mir liegt der Begriff auf der Zunge, aber ich weiß jetzt nicht, wie man nennt. Die haben quasi in diese Burg eingefallen, haben die jeden niedergeschlachtet und ja. Der ist quasi der Capo gewesen von denen. So, augenscheinlich geht's ja da jetzt nicht weiter, ne? Augenscheinlich. Aber, wir haben da gerade ein Item gekriegt. Die Krone der Illusionen. Wenn man diese Krone aufsetzt, passiert Folgendes.
diese Wand, die da vorher war nämlich eine Illusion, die von dem Boss quasi mehr oder weniger erschaffen wurde, um diesen Bereich hier zu schützen oder zu verstecken. Wenn man diese Krone vor ihm aufsitzt, dann kommt das eigentliche Gebiet da zum Vorschein. Ja, das muss man halt natürlich auch erst einmal wissen. So, wo ist jetzt da ist er. Aber keine Sorge, das Gebiet an der Stelle ist hier zu Ende. Da kommt jetzt nichts mehr. Das ist halt ein optionaler Punkt, den man machen kann, den man nicht machen muss. Keine Untertanen, aber dies ist unser Thron. Kniet nieder oder verschwindet von hier. Und da gibt es auch noch eine Laterne. Das ist eben die zweite, die ich angesprochen habe. Dann gibt es mit der Boss Arena 3. Ich habe eigentlich die noch gemeint. Bei diesem NPC, der stirbt irgendwann oder kann bereits tot sein, wenn man da herkommt, je nachdem. Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Und ich glaube, ich bin mir aber jetzt nicht mehr sicher. Da dürft ihr mir jetzt nicht festnageln. Wenn das nicht stimmt, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, dass du bei dieser Dame hier deine Stats resetten kannst. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig. Ne? Und darin findet man noch was. Eine ungeöffnete Vorladung, was die noch ist, weiß ich gar nicht, muss ich mir direkt lernen. Weiß ich nicht mehr, was die macht. Tatsächlich. Bin ich ehrlich, weiß ich nicht mehr, was die macht. Ich glaube aber, die schaltet Gegenstände im Shop frei. Ich glaube, da kannst du dann Waffen kaufen. Aber wie gesagt, sicher weiß ich es nicht mehr. Gut. Na, dann haben wir das erste optionale Gebiet schon. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir so gut durchkommen. Bis auf den Anfang war es eigentlich ein bisschen zäh, aber sonst. Also Yassi, falls du das nachschaust, ich kann es mir vorstellen, weil du sehr Bloodborne-addicted bist. Erst einmal liebe Grüße an die Nachschau-Gang und zweitens einmal sorry, dass ich schon wieder einen Boss First Ride gemacht habe. Das tut mir leid. Ich mach das nicht extra. Ich sag das, wie es ist. Jetzt pass auf, ich glaube... Man kriegt irgendwo das Logarius-Rad, aber ich weiß nicht mehr bei wem. Das kriegt man da oben irgendwo. Willkommen, was? Nun gut, lasst mich. Ja, mal ausdauern, ein wenig pushen. So, dann gehen wir zum Einsichthändler. Beziehungsweise... Wir haben jetzt 4 Blutsteinbrocken. Wir können Ohrwaffen um 1 weiter verbessern. Die Frage ist jetzt nicht mit Sägehackbeil oder teilige Klinge. Ich glaube nicht mehr, aber Sägehackbeil, weil mir das besser liegt. Das habe ich jetzt im Kampf gegen den Boss auch deutlich gemerkt. Gut. Dann, da ich fast vorschlagen, machen wir den oberen Kathedralenbezirk. Und dazu müssen wir, jetzt pass Obacht, da müssen wir, Graboedons. Da müssen wir hin normalerweise. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir da hin. Nächstes optionale Gebiet, Freunde der Sonne. Der obere Kathedralenbezirk. Der ist, ja, da gibt's auch wieder, wie das Gebiet schon optional ist, sind natürlich auch die Bosse, die darin vorkommen, optional. Ne? Ist aber hoffentlich sowieso klar. Und da wartet tatsächlich meines Erachtens noch am Ende der vom Main Game schwerste Boss. Ja, bei From Software Spielen ist es ja
gang und gäbe, dass die schwersten Bosse nicht der Endboss sind, sondern ein optionaler Boss. Und so ist es auch meiner Meinung nach im Bloodborne. Und der schwerste Boss aus dem Main Game wartet in diesem Gebiet. Gut, die haben natürlich jetzt auch komplett machtlos gegen uns, weil wir mir jetzt zum Zeitpunkt hergekommen, da wo die nichts mehr zum Melden haben. Und jetzt quasi One-Hit. So, bitte. Hat der keine Blut für? Wollte ich gerade sagen. Oder ist noch einer? Den habe ich nicht mehr gesehen. Genau, Name zur Ding, ne? So schaut's jetzt in Janam aus, ne? Das war ja, wie wir da das letzte Mal gewesen haben, war es noch nicht so, ne? Da war der Mond noch relativ normal, also wie halt der Mond in der Natur halt auch ausschaut, hell und weiß, also, ne? Und durch das Töten der Spinne, Rom, was wir beim letzten Mal gemacht haben, schreitet die Nacht weiter voran. So habe ich ja schon mal erklärt, gewisse Bosse in dem Spiel sorgen dafür, dass sich die Welt ändert. Vikarin Amelia ist die erste, die wo quasi dafür sorgt, dass die Nacht hereinbricht. Und Rom ist der zweite Boss, der dafür sorgt, dass das hier, was ihr hier seht, geschieht. Ne? Der Blutmond quasi tritt hier ein. So, ne? Und das verändert halt Janam nochmal. Es tauchen mehr Geschöpfe auf, die wo vorher nicht in Janam zum Sehen waren. Die Bestien werden aktiver, werden aggressiver. Und ja, soll halt so quasi das in dem finalen Akt der Nacht der Jagd sozusagen ein bisschen symbolisieren. Ne? Hell und weiß, Rassist, ja, du, jetzt ist der Herr, don't. Ne? Einfach don't. Blutmond ist nie ein gutes Zeichen. Also ich bin ja jetzt leider, muss ich ehrlich sagen, dürft's mir das gerne mal erklären im Chat. Erstens einmal, woher kommt ein Blutmond? Und zweitens einmal, durch was wird er hervorgerufen? Ist das irgendwas beim Hexenbrauchtum oder hängt es mit Vampire zusammen, was wahrscheinlich sogar ein bisschen neu liegen darf? Aber wie gesagt, ich habe mich mit der Thematik Blutmond noch nie wirklich auseinandergesetzt, aber es dürft mir das gerne mal erzählen, was bedeutet eigentlich ein Blutmond? Ne? Was ist das genau? Wenn der Mond blutet, hat er seine Tage. Ja, ist er quasi ein Weiberleid. Okay, ja, herzlichen Glückwunsch. Durch Reflexion von der Sonne wird der Mond rot, kommt nicht so oft vor. Ja, das gibt's bei uns ja auch. Ne? Habe ich des Öfteren schon das eine oder andere Mal selbst begutachten können. Ne? Wenn er so richtig schön rund, voll am Himmel steht, der Blutmond. Aber das hat ja offensichtlich, gibt's ja auch Filme und Serien, wo auch ein Blutmond vorkommt. Das muss aber nicht aus naturieller Sicht zum Betrachten ist, ne? Und jeder macht draus, was er für sich meint. Okay, das ist quasi Raum für Interpretation, oder was? Himmel und Kosmos sind eins, der Chor. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach so, okay, also da gibt es quasi keine lore-technische Erklärung nicht, woher das kommt. Aber das finde ich gut, wenn man da selbst ein bisschen Raum für Selbstinterpretation hat. Gut, für mich Selbstinterpretation, wenn der Blutmond am Himmel steht, dann hat irgendwer Traum umgebracht. Perfekt, herzlichen Glückwunsch. Wir leben alle in einem Albtraum. Wobei das auch irgendwie so eine gewisse Ansichtssache ist. Aber okay. Gut.
Die Schrotflinten-Opas haben wir mal, hab's noch mal so. Da waren wir ja schon einmal, ne? Da haben wir unser Strahlenjägerabzeichen geholt, glaube ich, hat das geheißen, weiß ich nicht mehr genau. Und da habe ich ja gesagt, diese Tür ist verschlossen. Und wir haben uns, wer aufpasst hat beim letzten Mal, am Schluss ja in feinster Rush-Hour-Manier haben uns ja den Schlüssel noch geholt, der wo diese Tür jetzt öffnet. Schlüssel zur oberen Kathedrale. Wenn der Trabant im Kernschatten der Erde steht und es zu einer totalen Mondfinsternis kommt, färbt sich der Mond rötlich-kupferfarben. Deswegen wird eine solche Finsternis auch Blutmond oder Kupfermond genannt, sagt der Google-Sepp. Sehr gute Erklärung, finde ich zauberhaft. Also wie gesagt, ich hab ja, keine Ahnung wie lange der letzte her ist, aber ich habe einen Blutmond tatsächlich in reiner Natur ja schon ein paar Mal gesehen, so 4 oder 5 Mal oder so. Und das ist echt ein schönes Naturschauspiel, wenn man das einmal sagt. Da ist er, also quasi, wir sehen ja richtig, wenn der bei uns aufgeht, der Vollmond, dann steht der quasi so halbert über den Wald. Also da wo er aufgeht, ist eigentlich Wald und dann schaut das halt so richtig brutal aus, weil er halt da richtig voll drüber steht und wenn der halt dann noch so richtig rot leicht, das schaut wirklich, wenn das demnächst irgendwann einmal passiert oder wenn es das nächste Mal passiert, dann mache ich ein Foto. Und der zieht dann quasi bei uns so über die Autobahn drüber, schaut richtig, richtig geil aus, malerisch. So, Freunde, der obere Kathedralenbezirk. Da können wir noch mal einen kleinen Blick auf Janam werfen. Ja? Nehmen wir schon mit. Aber ich sag es eh, da schaut es nicht so gesund aus da herum. Ich hoffe mal, der Ton ist nicht zu laut. Dort sind nicht oben, die schauen harmlos aus, sie können aber garstig werden. Und merkt euch die kleinen Gestalten einmal so ein bisschen rein optisch, okay? So, da oben eine zu geht's weiter. Ne, da steht dann ein Kapo oben, der wo den Eingang bewacht. So, und da haben wir wieder einen Haufen Wichsvögel. Wenn ihr da blinzelings reinlauft, seid's am Arsch, garantiere ich. Allein die Musik bedeutet ja eigentlich schon nichts Gutes. Genau, die verursachen nämlich Wahnsinn, die Dinger. Und Wahnsinn reißt einmal, glaub 80% von der Lebensleiste weg und wenn du zu wenig Lebensleiste hast, dann stirbst du. Knallhart. Großer See, das ist eine Rune. Die nehmen wir natürlich dankend mit. So, by the way, Blutmond hat im Spiel durchaus eine Lore bzw. eine Auswirkung. Players should rescue all
rescuable NPCs before the blood moon rises. If the player fails to do this, the NPC will become unavailable for the rest of the game. Als Beispiel. Ja, auch. Es gibt aber eine Möglichkeit, wie du gewisse NPCs oder wie du einen gewissen NPC wiederbeleben kannst, denn bei dem waren wir nämlich vorher gerade. Dazu müssen wir aber dieses Gebiet erst einmal machen. So, der macht ja Lagerfeuer. Und der hat eine Arkansichel. Die sau viel Schaden macht. So, ich leih mir jetzt, hocken macht sie nicht von der Lohr, schön drüber. Oh, bist du in der Spätschicht? Dann sage ich vielen lieben Dank, dass du trotz deiner Arbeit reingeschaut hast und ich wünsche dir noch, falls du Spätschicht hast, eine angenehme Schicht. Vielen lieben Dank. Möge sie ruhig sein. Und schön, dass du da warst. Ah, das ist wieder so ein Hirnsaugsep. Chorgewand. Ich glaube, es ist sogar ein NPC. Ein Achievement, also eine Trophäe, wenn du das komplette Chorgewand-Set hast. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Und Dankeschön und ja, ist ruhig. Okay, das ist sauber aufzuwissen. Dann bleibe ich bei meiner Aussage. Eine angenehme restliche Schicht. So, da durchs Fenster durch steht da so ein Arschloch. Da können wir aber so leider nicht durch. Vielleicht können wir den da so schießen. Nein, leider nicht. Gut, dann lassen wir da mal. Oh hi, wo kommst jetzt du her? Oh lol, ich hab nicht mehr gewusst, dass der da einer kommen kann. Okay, öfter mal was Neues. By the way, ich hab die Fackel jetzt deswegen ausgerüstet, dass ihr ein wenig mehr seht. Ne? Also das ist jetzt nicht, weil ich jetzt da unbedingt meinen muss, brauche jetzt unbedingt die Fackel, sondern das tue ich jetzt aus dem Grund, dass ihr von der Spieleumgebung ein bisschen mehr mitkriegt. Na gut, dann gehen wir doch erst da hinten rein. Irgendwer stopft da. Hä? Wer ist denn das? Ach, das bist du. Achso, das geht nicht von der Seite. Ja gut, dann müssen wir da um, dann hilft's ja nicht. Aufgemerkt, da meint man jetzt, das könnt ihr eigentlich generell hinter die Läffen schreiben bei so From Software Spielen, so ein Riesengebiet ist ganz, ganz selten unbewacht oder unbelebt. Und der sitzt da oben auf seinem Lampenschirm, die sitzen sogar zu zweit. Oder zu dritt, ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du ein wenig Kreisel werden. Jetzt kannst du durchaus ein bisschen Kreisel werden.
Aha, du triffst mich, aber ich triff dich nicht. Da ist noch einer. Da waren 4 Wölfe? What the hell? Ihr habt es gemerkt, oder? Ja. Hey, einer allein, nicht zu zweit. Zu zweit ist scheiße. Könnt ihr die Tiere da, ne? Jetzt gab er einiges für den Molly. Okay, ich hab nicht mehr gewusst, dass da so viele haben. 2 habe ich noch gewusst, aber 4? Waren das jetzt, glaube ich, insgesamt? Ah genau, da ist nicht weitergegangen. Da läuft auch noch so ein Hirnsauger umeinander da drin. Die Hirne schon stopfen, aber wo? Oh man schon. Da sagt noch mal einer, Bloodborne ist kein Horrorspiel. Ja, das wird die nicht. Das Mistviech saugt nämlich Einsicht ab. Gut, dass ich keine mehr gehört habe. So, da ist jetzt ein Tier, aber jetzt weiß ich nicht, ob man da... Ah, Tier sage ich. Da ist jetzt ein Lord, aber ich weiß jetzt nicht, ob wir da aufhören müssen. Ich glaube schon. Und da hinten die Tier aus, ich meine, er öffnet unseren Shortcut. Wo auch immer die jetzt gewesen ist. Hä? Da war doch irgendwo ein Tier. Ach doch. Ah ja. Okay, so hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt so gerade nicht mehr.
Gut, dass der grunzt hat, sonst hätte ich nämlich... Was auch immer deine Mission ist. Genau, jetzt haben wir da die offen, da wo wir vorher reingekommen haben. Und die anderen Seiten kann man auch noch aufmachen. Und dann müssen wir da aussehen, dann theoretisch. Ah, jetzt wird die gerade noch weg. Augenbindenkappe, okay. Perlenschnecke. So, dann haben wir die andere Seite auf. Dann haben wir das Gebiet eigentlich bis auf weiteres da mal alles abgelootet. Glaube ich. Normalerweise ja. Genau, jetzt können wir da aufmachen. Kontaktieren. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, was man da tun muss. Warte mal. Ja, gut, hätte ich das auch können. Muss man da vielleicht unten... Oh Gott, ich weiß halt einfach auch nicht mehr, gell? Das ist schon ewig her. Gut, zumindest sind jetzt da erstmal keine Gegner mehr, das heißt, wir können uns ganz in Ruhe da umschauen. Das ist jetzt einmal... Aber irgendwann läuft da noch umeinander, die Hirne. Ah, da schau, da geht's noch weiter. Hast du mir jetzt merkt? Scheinbar. Ernsthaft? Ja, okay, dann bring mich halt um. Servus, Only. Grüß dich. Guter Gegner, oder? Ja, eigentlich lachhaft, aber... Ja, ich war jetzt greedy. Bisschen greedy gewesen. Bisschen greedy gewesen. War mir eigentlich jetzt ganz gut durch das Gebiet gekommen, aber... Naja, was soll's. Wenn Shortcuts haben wir ja offen. Bis auf den da halt. Das war jetzt eigentlich der wichtigste gewesen. Ich wollte den Shortcut eigentlich noch haben.
Aber okay, ist fein. Was soll's. Was ist fit bei dir? Scheiß Nuckelkinder. Ach, du bist ja auch wieder da. Warum? Vermute mal, die anderen hängen jetzt auch wieder auf einem Ding oben, oder? Auf einem Lampenschirm. Hat der noch Loot gehabt? Nein. Oh, perfekt, die leben alle wieder. Aber leider weiß ich nicht mehr, wie man die unter dir aufbraucht. Ja, perfekt, easy. Okay, 3 haben ein bisschen viel. Wow. Schieß mal, weil warum nicht? Geht doch. So, das Hurenmaul da hat mich gnadenlos hops genommen. Ja, und du hast da meine Seelen, ist ja klar. Echt der Mann. Okay, es bringt mir aber nichts. Wie ist mir jetzt... Hä? Okay, weird. Warum bin ich da vorher nicht durchgekommen? Da ist Duckschatten gesperrt. The fuck? Okay. Okay. Können wir von da jetzt tatsächlich an die Laternen zurück? Das ist nämlich jetzt unser Shortcut tatsächlich.
Wait. Abzweigung verpasst. Da, okay. $67.560 Blutechos, Studi, losen wir jetzt, die investieren wir jetzt einmal, gell? Reinvestieren in die ganze Geschichte. Okay, was zur Hölle ist mit unserer Puppe? Ah, ja, stimmt, man braucht Einsicht. Ja, genau, ja, da war was. Ha, ist ja vielleicht nur angesagt worden jetzt, ne? Ja gut, das funktioniert jetzt logischerweise nicht, weil, ne? Aber wir könnten noch Feuerpapier kaufen, tatsächlich. Oder auch nicht. Aber gut, dass wir so viel Einsicht auf Tasche haben. Und sau viel Blutechos. Jetzt ist die Frage, wo ist der obere Kathedralenbezirk? Da wahrscheinlich nicht, right? Ah, doch, dort tatsächlich dabei, da. Okay. Ja, gut. Schön, schön. Oder schon in schön wohnen. Gut, jetzt haben wir ja zumindest den großen Shortcut, ne? Hey. Wait, wir haben ja jetzt schon da? Okay. Ich hab das Gebiet irgendwie größer in Erinnerung gehabt. Ich hab gedacht, da kommt jetzt noch mehr Abschnitt, aber okay. Na gut, Freunde der Sonne, da erwartet uns ein Boss. Das ist jetzt aber nicht der Boss, von dem ich vorher gesprochen habe, sondern das ist ein, sozusagen, Vorspeise, wenn man so will. Der ist an und für sich nicht sonderlich schwer. Ne? Also das ist quasi so ein Mongdratzal vom Eigentlichen. Ne? Das ist so quasi Bratwurstsemme vorm Konzert, wenn man so will. Ne? Nämlich der himmlische Gesandte. Und der ist blitzanfällig, der Kollege. Unterschätzen sollte man es halt aber natürlich nicht, das ist klar. Der wird nämlich auch vor mir riesengroß. Kann man aber easy cheesen. Indem man seine großen kleinen, also indem man seine Wasserkopfhelferlein einfach herlockt, ne, dann wandert er einfach da hinten komplett los umeinander. Wie gesagt, der ist nicht sonderlich schwer.
Die Angriffe tun allerdings bösartig weh. Seine arkanen Geschosse, da muss man ein bisschen ganz vorsichtig sein, weil die machen böse Aua. Wo sind schon? Wie gesagt, der ist nicht sonderlich dramatisch. Also, again, für alle, die wo die nachschauen, tut's eigentlich nicht runter. Das ist den First Try zum Legen ist jetzt nicht so das Große. Ne? Das kriegt man hin. Das ist nicht dramatisch. Was allerdings jetzt dann kommt, das ist eine andere Nummer. Ne? Also, wenn wir jetzt nicht on-stream warten, da die jetzt fast eine Aussage treffen, aber wie wir mir aus der Vergangenheit gelernt haben, sage ich nichts, was nicht vor Gericht gegen dich verwendet werden kann. Ne? Deswegen spare ich mir jetzt sämtlichste Aussagen, aber ich hab's ja vorher schon erwähnt, meiner Meinung nach ist der Boss, der jetzt dann kommt, der schwerste aus dem Main Game. Das ist der schwerste aus dem Main Game. Jetzt kommt der 5-Sterne-Hummer mit Beilage, so ungefähr. Bin ich ehrlich, habe ich nicht mehr gewusst, dass der da steht, aber okay. So, Freunde. Das eigentliche Übel ist das da drinnen. Meiner Meinung, wie gesagt, sag's nur mit dazu, der vom Main Game schwerste Boss. Ist nicht der Endboss tatsächlich, sondern das Ding da hinten. Ist, ja, habe ich damals den einen oder anderen Try versenkt in dem Spiel. Ja, also ich kann mich nicht mehr ganz so genau erinnern, aber ich glaube, wie ich die das erste Mal gemacht habe, da meine ich, habe ich 50 oder 60 Tries braucht, bis das die gelingen ist. Oder bis das der Boss gelingen ist. Da ich aber natürlich voller Kraft und so gut wie es geht in den Boss eingehen will, machen wir jetzt eine Kleinigkeit. Ja, das kommt nicht nur mir zugute, das kommt auch euch zugute. Wir gehen jetzt ganz kurz in die Pause. Erstens einmal, weil ich ganz massiv strullern muss und ich mir sonst in die Hosen brunst und das, ich habe heute keinen Quellekatalog nicht untergelegt. Deswegen muss das jetzt leider sein. Das bedeutet für euch, Dringer holen, Knabberzeug holen, das kann jetzt tatsächlich wirklich eine Zeit dauern. Also, das habe ich vorher auch gesagt. Ich weiß, ich habe das auch die letzten Streams immer mal gesagt gehabt, aber bei der bin ich mir jetzt absolut nicht sicher, ob das jetzt so einfach wird, weil die hat mir damals vor massive Probleme gestellt und ich bin mir sicher, dass auch das jetzt ein klein wenig problematisch werden könnte. Okay? Wir machen jetzt 2-3 Minuten Pause. Ihr habt Zeit, eng vorzubereiten, eng Ei zum Richten. Keine Sorge, wir tun schon noch eine Zeit. Jetzt ist es erst kurz vor 3:08, bis um 9 streamen wir Weihheit. Ja, also vielleicht bringen wir sogar alle 3 optionalen Gebiete heute noch durch. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie lange uns diese Geschichte jetzt beschäftigen wird. Okay? Sieht böse aus, aber auch irgendwie cool. Der ist böse und weird zugleich, sozusagen. Ich habe ihm gesagt, schaut mal auf die kleinen Gegner auf und merkt sich das Aussehen. Okay? Ihr werdet dann relativ schnell 1 und 1 zusammenzählen können. Okay? In diesem Sinne, ich bin jetzt schnell kurz raus. Wie gesagt, deckt sein geil. Ich bin gleich wieder da. Wir tun noch weiter. Keine Sorge. Okay? Bis gleich.
Sind wir ready? So, Freunde, schauen wir uns einmal an. Was besagt das Untier da hinten auf uns? Das war Versehen, das war keine Absicht. Was besagt das Untier da vorne mit uns jetzt anstellen wird? Oder mir mit ihm? Altar der Verzweiflung. Nur mit der Hinweis, dieser Boss ist optional. Den müsste man nicht machen. Außer, wenn man nicht Platin haben, dann muss man machen, weil der Boss ist Platin-relevant. Generell, ich glaube, jeder Boss im Bloodborne ist Platin-relevant. Aber so an und für sich, wenn man das Spiel normal durchspielen möchte, muss man diesen Boss nicht zwangsweise machen. Den kann man machen, aber nichts muss. Ne? Okay, dem Boss ist Blitz ebenfalls anzuraten. Ne? Macht ein bisschen mehr Schaden. Bisschen. Ich versuche mich noch zu erinnern, wie man den am besten aushebeln kann, aber ich kann es irgendwie gesagt nicht garantieren, den habe ich tatsächlich nicht allzu oft erlegt, diesen Boss. Ich glaube 3 Mal oder so. Ebrietas, die Tochter des Kosmos. Und ihr seht, wie wenig Schaden mir gegen die machen. Weil eigentlich nur der Kopf von der Braut anfällig gegen Schaden ist. Musikalische Untermalung bei dem Boss natürlich auch eine 1A, ne? Mit Enge drin. Alter, wer denkt sich wirklich wie aus? Schaut aus, wie wenn Cthulhu durch Tschernobyl geflogen war. Kathi, habe ich dir. Ja, das ist so eine Mischung aus. Also, das Spiel generell hat ja einen Influence vom Lovecraft-Universum. Von daher ist deine Vermutung gar nicht einmal so weit hergeholt. Tatsächlich. Und habe ich dir. Grüß dich gut. Aber für den ersten Try tatsächlich gar nicht einmal übel. Also wir hätten den, wenn sie mich, glaube ich, nicht in die Enge getrieben hätte, wäre das, glaube ich, sogar First Try gewesen. Aber ist fein. Ist fein. Wie schon eine Zeit im Lurk. Dafür danke ich dir. Aber jetzt trotzdem offiziell herzlich willkommen. Weil ich seh ja quasi nicht, wer da ist. Also ich könnte es sehen, wenn ich wollte, aber das will ich nicht, weil ich halt leider in Ruhe lassen mehr so. Aber trotzdem Dankeschön. Welcome back, aber Dankeschön. It's schön, dass ich wieder da bin. Ja. Also, das hat's jetzt auch. Es freut mich, dass ich wieder daheim bin, so wollte ich sagen. Also, ich wollte jetzt nicht arrogant oder hochnäsig umkommen.
Und die Dinger da sind quasi mehr oder weniger Kinder von dem Viech. Pi mal Daumen. Natürlich ist es jetzt nicht mehr so einfach, da sich ranzusneaken, weil die ist jetzt erwacht, natürlich, ne? Also das heißt, wenn du in die Boss-Arena gehst, dann aggrot die sofort. Ah, klar. Und ich sag schon, wir werden einen massiven Blitzpop hier Verschleiß haben. Okay. Zu nah dran gestanden an den Tentakel. Aber kriegen wir. Ich muss ja mal versuchen, mit der Klinge, tatsächlich mit der Ludwigsheiligen Klinge, weil die kann ich groß machen quasi. Da kann ich bei den normalen Schlägen tatsächlich schon einen Kopf treffen. Weil die doch relativ groß ist. Na, sag. Zumindest einmal probieren. Und nachher auf alle Fälle einen Haufen Blitzpapier kaufen, das habe ich schon gesehen. Gut, die kann man eigentlich ignorieren, da können wir einfach durchrennen, weil kennen wir den nicht noch. Genau, weil da schwingt er mit der Waffe nämlich weiter aus. Muss zweimal einen Charge? Okay. Nachteil ist aber, die Waffe ist sehr langsam. Das ist gegen sie eher suboptimal, merke ich gerade. Bleiben wir beim Sägehack, weil ich glaube, bringt uns mehr. Oder haben wir wendiger. Und die macht auch irgendwie mehr Schaden, die weiß nicht. Keine Ahnung. Das muss man auf alle Fälle... Naja, One Try können wir tatsächlich noch... Können wir tatsächlich ja so noch machen. Weil 3 Blitzpapier habe ich noch und den Rest muss ich dann über die Einsicht kaufen. Tatsächlich, aber das ist kein Problem. Einsicht haben wir genug. Perfekt.
Man könnte sich ja Hilfe holen, aber ne, wollen wir ja nicht. Ach, das haben wir getroffen, okay. Jetzt greedy am Anfang. Weil der Schlag von links und von rechts mit ihren Tentakel, der trifft ja quasi zweimal. Der trifft ja nicht einmal, weil quasi sie haut ja mit, ne, sie hat 4 Tentakel vorn und pro Seiten schluckt sie mit 2 zu. Also das heißt, du kriegst quasi doppelten Schaden mehr oder weniger und staggert die halt natürlich entsprechend und dann kann es da halt passieren, dass du dann die Kopfnuss von ihr auch noch mit abkriegst. Beziehungsweise du kommst dann eigentlich gar nicht mehr wirklich weg, weil die Tentakel ja auch eine entsprechende Range haben. Von daher gar nicht so ohne die Geschichte. Aber wie gesagt, ist nichts, was man nicht hinkriegen. Die wird gefühlt schwerer, je öfter man es versucht. Ja, so ungefähr. So ungefähr da die das jetzt auch sagen. Die ist garstig. Die war damals für mich schon nicht einfach. Und ist jetzt im Endeffekt genau das gleiche hingekriegt. Also sie ist ein unangenehmer Boss. Du machst zwar, also du kannst zwar hergehen und sagen, du versuchst hinter ihr zu bleiben, aber da machst du halt überhaupt keinen Schaden nicht. So Damage kriegt die Braut eigentlich nur am Kopf. Und das ist so ein bisschen der tricky Part an der ganzen Geschichte. Ja genau, da kriegst du zweimal eine gewischt. Und dann bist du halt gestaggert, ne? Ja, und dann kommt der Charge auch noch dazu. Oh, jetzt habe ich nichts gesehen. Jetzt habe ich absolut nichts gesehen. Den möchte ich haben. Ja, das habe ich fast vermutet, dass das eine Weile dauern wird. Der erste Try war aber richtig, richtig stark gewesen. Aber jetzt gerade so erwischt es mich schon ganz eiskalt. Aber alles gut. Ich habe es fast vermutet, dass das bei dir nicht so einfach wird. Wie es jetzt bei alle anderen Bosse gewesen ist. Aber die kriegen wir auf jeden Fall geregelt. Muss man jetzt nur schnell geschwind Blitzpapier kaufen, weil das geht mir sonst aus. Und das brauchen wir schon fast. Ich glaube, bei der ist jetzt eher gesagt einmal nicht das Problem, dass man Teilung ausgeht, sondern bei der ist das Problem, dass Blitzpapiere irgendwann ausgehen. Aber stimmt, die gibt's ja, also diesen Boss gibt's noch in verstärkter Form in die Kelch-Dungeons. Da ist der Kelch allerdings auch optional, glaube ich. Da wo die vorkommt. Also, wenn wir mir Lady Yana erledigen möchten, müssen wir Ebrietas, glaube ich, normal nicht noch einmal machen. Wenn ja, dann haben wir richtig am Arsch, weil da ist die deutlich stärker.
Aber da ist tatsächlich sehr fair vom Spiel, dass du direkt vor dem Boss, im Endeffekt fast direkt vor dem Boss, eine Laterne ist. 3 mehr Leben und du hast weniger AB, ja. Sehen wir mal, was die für eine geistesgestörte Range hat. Wow, chill. Jetzt hat's Wahnsinn gemacht, scheiße. Jetzt hat's mir wahnsinnig gemacht, tatsächlich. Also den Zustandsstatus Wahnsinn. Der reißt halt einfach gleich mal 80% vom Leben, aber wenn das spät 6 gegen sie ist, halt eigentlich dann. Thaddeus, bist das du? Ja, nicht ganz. Sei aber die. Aber der Try war wieder. Moment einmal. Hobby? Jetzt pass auf. Wir brauchen mal Wahnsinnsresistenz. Das müsste man doch eigentlich gebacken kriegen, oder? Die hat 41. Die hat sogar 60. Sind wir 20. Die hat 28. Die ist okay-isch. Die hat mal 30. Jetzt haben wir uns einmal ein wenig ein Rüstungsset angelegt, was ein bisschen besser gegen Wahnsinn ist. Damit sich der Status vielleicht nicht so schnell aufbaut, ne? Okay, der Mr. Krabs kämpft onstream in Bloodborne gegen Thaddeus. Ja, so, so ungefähr. Das ist der im Main Game schwerste Boss, tatsächlich. Und wir haben jetzt 2 gute Tries gehabt. Ich glaube, das ist jetzt der 5. oder so. Ich meine, die Assi, wenn es nachschaut, oder generell die Leute, die es nachschauen, die werden jetzt tatsächlich irgendwo so einen inneren Frieden finden, weil ich jetzt mal einen Boss habt, der wo ich jetzt ein wenig knabbern muss, tatsächlich. Aber wie gesagt, ist nichts, was man nicht hinbringen darf. Das kann halt jetzt, wie gesagt, der Zeit dauern.
Die Range von dem Ding ist halt, wie gesagt, ein Problem. Aua. So, jetzt wo ich heil, macht's den. Okay, mit meinem ersten Blitzpapier ungefähr gar nichts ausgerichtet. Tu wieder mit einem Rüssel aber jetzt. Nix leiten. Alter, machst du deinen Koffer mal runter da? Ja, perfekt. Ja, danke für den Lurk. Okay, das war ja jetzt ein absoluter Mist-Try, wenn du mich fragst. Die hat ja jetzt ihren Kopf überhaupt nicht oben da. Und ich hab 2 Blitzpapier verpulvert, was mir ungefähr überhaupt nichts gebracht hat, weil die Braut einfach instant nichts macht. Also zumindest nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und meine Blutechos gehen mir bald aus. Holy shit. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Zwar gerade 2 Blitzpapier dabei, aber naja. Kann man uns jetzt darauf einigen, dass du Köpfchen gibst? So ungefähr, ja. Okay. Okay. Dann nicht. Ich hätte gemeint, ne? Köpfchen geben und so. Ja. Ich geh mal geschwind Blitzpapier kaufen. Ich glaube, ich kaufe gleich mal ein wenig mehr. So 50 oder so. Weil wir haben Messe für den Lurk. Oh, kann ich gar nicht, weil so viel habe ich gar nicht mehr. Gut. Für den Fall, dass uns jetzt dann Blutviolen ausgehen, kann ich ja den Trick, also, ne, diesen Trick zeigen, den ich eingangs erwähnt habe. Das werde ich sowieso noch sagen. Aber das war halt dann ein passender Moment dafür, ne? Der Only kennt ihn bestimmt. Okay. Ja gut, es kann ja nur besser laufen, ne? Besser geht immer. Okay, ich gehe ja schon wieder.
Ja, das wollte ich doch die ganze Zeit. Das war knapp. Im Moment, wo mir Helm. Oh, ich sehe heute, oh, leck. Ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen. Lasst mir nicht mal an, die blöde Sau. Hä, hey, what the hell? Na, geht doch. Ja gut, okay. War nicht, sauber war es nicht, aber es war effektiv. So, jetzt bin ich Blutviolen broke, Freunde der Sonne. Und danke für die GGs an der Stelle. So. Von der kriegt man sowohl ein Achievement, wenn man sie legt, als auch ein Achievement für den Ist-Kelch, den wo man kriegt von ihr. Also wie gesagt, das ist ein rein optionaler Boss mit einem rein optionalen Loot, den man machen kann, aber nicht machen muss. Aber ich glaube, ihr habt eine Ahnung davon, warum die so schwer ist. Und wenn du da als nicht geübter Bloodborner daherkommst oder halt das erste Mal spielst, die ist herausfordernd auf alle Fälle, weil die ist, ich kann nicht einmal sagen, warum, aber die ist ekelhaft zu bekämpfen, tatsächlich. So. So, das an der Stelle ist, ja, Rom, das ist Rom sozusagen, eine Mini-Version von der Spinne. Ja, wer kommt denn da her? Silexia, vielen lieben Dank für deinen Raid. Oh, leck, da kommen noch einige einer. Kata habe ich dere, Nölz oder Noel, keine Ahnung, nette Ente habe ich dere, Karolin habe ich dere, Silexia, grüß dich. Shiranui, der Name sagt man tatsächlich, was habe ich irgendwo schon mal gelesen. Grüß Gott beieinander. Liquid habe ich dere. Leid, wie geht's euch? Wie komme ich zu der Ehre? Willkommen. Also, ich glaube, der Großteil von euch kennt mich nicht. Man
erkennt's aber instant, ich spreche bayerisch. Ich bin ein bayerischer Streamer. Ich spreche im Dialekt. Es kann jetzt möglich sein, dass der ein oder andere von mir gar nichts versteht. Sollte das der Fall sein, einfach im Chat reinschreiben und nachfragen, wo sie sagt, dann übersetzt man mir gerne. Ist überhaupt kein Thema. Und schön, dass ihr da seid. Was hat's denn bei euch gegeben? Oh, a Plague Tale Innocence. Mega geil Story-Game. Tatsächlich. Beide Teile. Freut mich. Ich hoffe, du hast einen schönen Stream gehabt. Wie war's bei euch? Und nette Ente und Katja, danke für euer Following. Vielen lieben gut. Finden wir gut, wir sprechen auch Dialekt. Sehr gut. Ich verstehe kein Wort. Du bist Österreicher, oder? Shiranui, du bist Österreicher. 100%ig, oder? Zumindest ich. Sylexa, was für ein Dialekt darf ich da einordnen? Sehr zauberhaft. Leute, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr habt so einen angenehmen Stream gehabt. Ich hoffe doch. Und schön, dass ihr zu mir gekommen habt. Wie hat's ja, darf ich fragen, wie ihr auf so einen verrückten Stream wie meinen gekommen seid? Niederösterreich. Ja, sicher. Ja, herzlich willkommen, Herst. Super. Super. Ja, Österreich haben wir einige da. Einige. Österreich, Hashtag ich kann schon nicht mehr reden. Hashtag Lieblingsnachbarn. Komm aus der Steiermark. Wir nehmen alles mit. Edward Fortyhand, auch Dankeschön an dich für dein Following. Vielen lieben Dank. Ach, das freut mich. Da muss ich ohne Scheiß, da muss ich jetzt dann nachher direkt gleich einmal bei dir draufschauen und ebenfalls, das mache ich sogar sofort instant. Jetzt passt's auf. Da folgen wir natürlich gleich einmal zurück, das ist aber sowieso klar. Leute, also ich kenn's tatsächlich nicht. Sylexia, falls, wenn die von euch wer nicht kennt, wovon ich jetzt mal ausgehe, geht's rüber, Following da lassen, ist Swiss, die Party-Gang unterstützt immer wieder gern und ich freue mich immer wieder, wenn neue Leute kommen. Das ist sehr zauberhaft. Du kommst aus dem Norden, mit Dialekt muss ich mich immer anstrengen. Kein Problem, Noel. Wie gesagt, wenn du irgendwas nicht verstehst, nachfragen. Schreib im Chat, ich oder der Chat, wir übersetzen jederzeit gerne. Brauchst dich nicht stressen. Wir haben schon ganz andere Leute eingebürgert, werden wir bei dir genauso schaffen. Ist überhaupt kein Stress. Bei uns ist jeder willkommen, ob Dialektstream oder nicht. Oder Dialektsprache oder nicht, völlig egal. Ob das Österreich ist, ob das Norddeutschland, Süddeutschland, Westdeutschland oder was weiß der Teufel was ist. Jeder ist bei uns willkommen. Egal was Phase ist. Samitron, wenn man Sylexia versteht, ist Bayerisch nicht so schwer. Das freut mich zu hören. Also, wie gesagt, ich spreche heute sehr extrem Bayerisch. Das gebe ich an der Stelle natürlich zu. Ne? Also ich bin jetzt nicht der wo gepflegtes Bayerisch spricht im Stream. Also es kommt vor, ja, aber ich sprich schon sehr stark Niederbayerisch im Stream. Aber das ist halt so, ne, meine Muttersprache und ich finde, Dialekt ist kein Grund, sich zu schämen. Man soll so Sprache einfach einmal teilen. Und wir haben da tatsächlich mittlerweile einige in der Bubble, die diese Meinung auch vertreten. Wir haben super viele Leute, die Dialekt sprechen in der Bubble. Also wir haben ja quasi ein kleinerer, größerer Verbund sozusagen von Streamer-Leuten und halt generell von Leuten, die halt jetzt Zuschauer haben, die wo durch diese Mundart, das nennt man ja Mundart, ne, die wo da zusammengewachsen ist. Und wie gesagt, wir freuen uns da immer wieder, wenn da neue Leute uns entdecken und dann Gefallen daran finden. Name der Shoutout, ja genau. Gern Name einen Shoutout machen für die Sylexia. Wie gesagt, ich habe schon zurückgefollowt. Vielen lieben Dank nochmal für deinen Raid und es freut mich sehr, sehr stark, dass ihr da hergekommen habt. Wir spielen Bloodborne, so quasi ein bisschen als Warmmacher fürs Elden Ring DLC am Freitag. Ich bin schon ultra heiß drauf. Von daher, ja, wir haben jetzt gerade Ebrietas gelegt. Die hat mich tatsächlich jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich glaube 7 oder 8 Tries, was wir jetzt da braucht haben. Aber ansonsten können wir eigentlich ganz gelassen durchs Spiel. Es ist nicht mein erster Run, also ich habe Bloodborne schon 8 oder 9 Mal durchgespielt. Mission jetzt, Platin-Trophäe erholen. Und Samitron und Noel, auch danke an euch für euer Following. Vielen lieben Dank, freut mich. Genau. Und so schaut's aus. Es geht mir quasi ein Achievement ab im Main Game. Das möchte ich on-stream holen. Und ich möchte das DLC tatsächlich zum ersten Mal selbst nachspielen. Und ja, das ist so der Stand der Dinge aktuell. Nelzi bitte oder Nils? Alles klar. Dann sagen wir Nils. Dann sagen wir Nils, weil zauberhaft. Auf welchen Hauptstat gehst du?
Ich spiele tatsächlich einfach mit der Standardwaffen. Ich spiele mit dem Sägehackbeil. Sägehackbeil im Bloodborne ist tatsächlich eine Waffe, die du bis zum Ende spielen kannst. Also, um es da ein bisschen vorzuzeigen, wie meine Stats aktuell ausschauen, Ich muss was ist eigentlich ziemlich simpel gehalten. Gut, lasst mich. Bin jetzt Blutecho Stufe 73, also ein bisschen was in Vitalität, ein bisschen was in Ausdauer, Fokus auf Stärke, weil die Waffe halt mit Stärke skaliert. Von daher, also nichts Dramatisches, nichts Außergewöhnliches, ganz simpel. Alles kein Stress. So. Fehlen da die Dungeons oder die Hunter-Tools? Inwiefern? Also, ach so, du meinst von der Trophäe her, da fehlt mir tatsächlich nur die Königin Jana. Also die im Dungeon. Tatsächlich diese 5. Da brauchst du ja 5 bestimmte Kelche, damit du Königin Jana finden kannst. Und ja, genau. Das ist das einzige Achievement, was man aus dem Main Game abgeht. Ich hab also bei Release 2015, glaube ich, das Bloodborne 2015 kennen wir. Müsste 2015 gewesen sein. Ich hab das Spiel 8 oder 7 oder 8 Mal durchgespielt mit Herz und Seele und hab dann völlig unbewusst auf einmal festgestellt, hey, fuck, mir geht nur noch eine Trophäe ab. Aber ich hab's irgendwie nie geschafft, das fertig zu machen und jetzt haben wir gedacht, hey, komm, spielen wir Bloodborne mal on-stream. Einfach uns auch der Community mal zum zeigen, was das für ein Spiel ist und die meisten finden da Gefallen dran tatsächlich. Und dann habe ich gesagt, hey, wisst ihr was? Wir machen mal die Platin-Trophäe on-stream. Weil, warum eigentlich nicht? So, ne? Mhm. Bloodborne ist mein absolutes Lieblings-Souls. Steht ganz weit oben auf der Liste, ja. Aber es gibt ein Souls-Spiel, was noch einen Ticken drüber ist, ist Sekiro. Tatsächlich. Sekiro, selbe Thematik in Grün, 7 oder 8 Mal durchgespielt. Auch da fehlt nur eine Platin-Trophäe. Eine Trophäe für Platin werden wir auch on-stream spielen, irgendwann die Tage, die Wochen. Und dann. Ja, also wie gesagt, Souls ist einfach Liebe. Ne? Deswegen einfach auch schon ultra hyped für einen Freitag, fürs Elden Ring DLC. Ich hab so Bock drauf. Spielst du Bloodborne oder auch andere Souls-like? Ich bin Souls-liker, Soulsborne-Spieler durch und durch. Also wirklich alles durch die Bank. Also ich spiele nicht nur FromSoft-Spiele, ich spiele ja quasi Spin-Offs dazu. Ob das jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt ein Neo weiß ich nicht, ob man es zeigen kann, aber sämtlichste Spiele, die irgendwie Souls-like-mäßig haben, nehme ich mit. Tatsächlich. Challenges, schau mal, überlegt oder nichts für dich. Das tatsächlich, also wenn ich eine Challenge machen wollen würde, wäre es eine No-Hit-Challenge in Sekiro, weil das einzige ist, was ich mir vorstellen kann zu schaffen mit genügend Ehrgeiz. Alle anderen Sachen, das ist eher nichts für mich. Ich werde aber auch natürlich in Sekiro keinen No-Hit-Run nicht machen, weil das ist unfassbar viel Arbeit, unfassbar viel Ausdauer, was du dafür brauchst. Allerdings ist es in Sekiro schon vorgekommen, dass ich Bosse No-Hitte. Also das habe ich schon hinbekommen. Nioh hat mir persönlich schon sehr gefallen, aber ist auch etwas leichter, aber sehr schön. Ja, die Welt in Nioh, also generell dieses asiatische, japanische Setting sozusagen, das hat mir schon auch sehr zugesagt, muss ich sagen. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil noch nie fertig gespielt, nur angefangen, aber Nioh 1 war tatsächlich schon ganz geil. Das stimmt schon. El Molito, vielen lieben Dank, dass du damit rüber geradet bist. Ich wünsche dir ebenfalls eine gute Nacht und einen schönen Abend. Dankeschön. Also sorry, falls ich jetzt irgendwen überlese, dann einfach die Nachricht gerne nochmal in den Chat reinschreiben oder mir einfach markieren. Ist auch überhaupt kein Stress nicht, aber es ist gerade tatsächlich sehr viel Chataktivität. Da kann es natürlich vorkommen, dass mir die eine oder andere Nachricht ein bisschen untergeht. Ne? Genau, Freunde, aber kurz weiter im Kontext. Ich bin jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde live. Ich habe eingangs gesagt, es gibt im Bloodborne eine Möglichkeit, gerade für die Leute, die sagen, hey, ich hätte so Bock, Bloodborne zum Spielen, wie ein Mr. Price zum Beispiel. Das war jetzt tatsächlich was für einen Mr. Price, der wo sagt,
war, wenn das nur ein Hack and Slay war Bloodborne voll meins. Mit Mr. Price, mit dieser Methode wäre ja Mr. Price wahrscheinlich einen riesen Gefallen da. Das, was ich jetzt sage, ist absolut broken, absolut simpel. Und wenn ihr ein Souls-like-Erlebnis haben wollt, so wie zum Beispiel ich jetzt gerade gegen Ebrietas, dann dürft ihr das nicht machen. Oder vielleicht nur in ganz geringem Maße. Okay? Das, was ich jetzt sage, ist nämlich ein Blut-Echo-Glitch, der bis heute Bestand hat. Und es ist möglich, sich mit diesem Glitch nahezu max zu staten. Mit genügend Zeit. Ne? Wir werden jetzt gleich in einen Dungeon gehen. Den habe ich da hinten vor dem Stream schon aufgemacht, damit mir jetzt nicht viel Zeit verscheißen muss. Ich werde dann irgendwann am Ende des Projekts noch mit sagen, wie man in diesen Dungeon genauer kommt. Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, was in Bloodborne möglich wäre. Wenn ihr Bloodborne spielen wollt, ohne diesen Hardcore-Frust-Grind sozusagen, dann könnt ihr das machen. Dann ist es für euch basically a Hack and Slay. Wenn ihr eine richtige Souls-like-Erfahrung haben wollt, dann macht das bitte nicht. Das ist ein ausdrücklicher Hinweis. Für alle, die das nicht kennen oder nicht haben wollen. Ne? Also, kleine Triggerwarnung. Aber wenn es dir leckt, einfach, achso, wenn es leckt, dann ja auf meinen Kopf am besten. Da leckt es auch öfter mal. Gut. Was haben wir jetzt so? Ein Kumpel von mir ist Ostfriese, mit dem geht das. Mir hat das Blatt von der Oma gelernt. Ja, wie gesagt, Dialekt ist in meinen Augen ein Kulturgut, sollte man teilen. Ne? Man kann ja nur was lernen dabei. Gut, bin ich raus. Schönen Abend noch, Shiranui. Vielen lieben Dank fürs Reinschauen und dass dabei warst. Ich wünsche dir natürlich auch noch einen herzhaften Abend. Ne? Vielen Dank. Genau, jetzt schauen wir uns das einmal an. Dieser Dungeon hier hat Tiefe 8. Das ist so gesehen eigentlich nicht möglich. Es gibt keinen Dungeon, der Tiefe 8 hat. Na? Dieser Dungeon ist ganz weird. Ist extrem weird, wer auch immer den erschaffen hat. Ihr seht es, der hat einen ganz komischen Namen. Ist auch nicht unbedingt normal. Der heißt Fragezeichen, Place Name, Fragezeichen. Hat eine Tiefe von 8, was nicht normal ist. Und ist ein Ptumero-Kelch. Diesen Dungeon könnt ihr betreten oder kann man betreten, sobald man die bluthungrige Bestie erlegt hat. Von der kriegt man nämlich den Ptumero-Kelch. Danach könnt ihr diesen Dungeon suchen. Wie man das macht, das zeige ich dann am Ende des Projekts noch einmal. Aber gerade, dass ihr mal seht, was jetzt passiert. Wir gehen da einfach in diese Siegelkammer. Uff, du, ich glaube, mein Kopf macht das heute nicht mehr mit. Macht überhaupt nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Und Willi Habitäre, grüß dich gut. Die BHs haben mich gekillt. Naja, lieber von BHs erschlungen werden wir von was anderem, ne? Also, ihr aktiviert die Lampen, ne? Ihr deckt es mit Jägerpapier ein. Oder mit Zeichen eines starken Jägers. Da geht es ein bisschen schneller tatsächlich. Und dann braucht ihr nicht. Jetzt schaut mir oben rechts auf die Blutecho-Anzeige, okay? Die steht jetzt bei roundabout 30.000, okay? Dann lauft ihr nur daher und schaut da eine. Da tickt eine Lebensleiste runter. Was auch immer da hinten ist, es ist massiv. Und wird massiv verdroschen. Dass etwas stirbt, zack, 83.000 Blutechos. Dann benutzt ihr Zeichen eines Jägers. Ihr portet euch dann quasi wieder an die Laterne. Ihr resettet den Dungeon sozusagen. Wenn ein Dungeon resettet wird, werden auch Gegner resettet. Was bedeutet, dass ihr dann wieder daher gehen könnt. Und das gewisse Etwas, was auch immer da hinten ist, wird wieder gekillt. Und da es ja wieder gekillt wird, wieder 83.000 Blutechos. Und ich glaube, ihr merkt, wohin diese Reise hier gehen kann. Ne? Wenn ihr das auf die Spitze treibt, seid ihr innerhalb sehr, sehr kurzer Zeit unfassbar overpowered, wodurch Bosse und Gegner einfach in Hack-and-Slay-Manier gekillt werden. Ne? Wie gesagt, wenn einer das Spiel gern spielen möchte,
aber keinen Bock auf einen schwerer Grind hat, dann kann er das machen. Dann investiert es eine halbe, dreiviertel Stunde, lauft immer wieder dahin, holt sich 3, 4, 5 Millionen Blutechos, wertet euch auf und dann viel Spaß beim Spielen. Wenn ihr das nicht wollt, dann ignoriert den Schritt. Okay? Das ist eigentlich nur für Leute, die wie gesagt, keinen Bock auf den harten Grind haben oder die irgendwie einen Spaßrun machen wollen, ne? Die das Spiel schon so oft durchgespielt haben, dass die wissen, dass die das schaffen. Ich zum Beispiel kann jetzt auch hergehen und einmal einen neuen Spielstand machen irgendwann. Ich mache die bluthungrige Bestie in einen Rush und dann level die mir auf und dann mache ich einen Spaßrun draus. Das kann man machen. Ja? Aber wie gesagt, es ist halt dann kein Souls-like mehr. Das muss eigentlich bewusst sein. Ich werde jetzt die Seelen natürlich nicht investieren, um aufzuleveln, weil das war dann direkt langweilig. Ist jetzt auch nicht die feine englische, ist auch klar. Ich werde es jetzt investieren, einfach um Blutviolen zu holen. Damit ich mir den Grind einfach spare. Offstream oder onstream. Ne? Damit wir einfach straight weitermachen können. Aber das ist eine Möglichkeit, die ihr machen könnt. Je nachdem, wie es euch beliebt. Mich wundert es, dass der Dungeon bis heute Bestand hat. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass das Spiel keine Updates mehr kriegt. Sonst war der Dungeon wahrscheinlich gar nicht mehr vorhanden. Ist sowas gewollt, dass man sich einen Easy Mode damit macht? Es gibt tatsächlich so einen kleinen roten Faden. Es gibt viele Souls-Likes, die wo so einen Easy Mode bewusst oder unbewusst haben. Die Frage ist, nutzt man? Ne? Das ist halt die Frage. Wie gesagt, wenn jetzt, ich sag's nochmal, wenn jetzt, ich weiß auch nicht, Willi, ob du sie in die Spiele speist, wenn du sagst, hey, Warlike Bloodborne, das hat mir unfassbar gefallen. Aber ich habe einfach keinen Bock nicht auf das Schwere, mach genau das. Ne? Wie man in den Kelch da reinkommt, das zeige ich am Ende des Projekts, wenn wir fertig haben, dann zeige ich euch das. Aber gerade, dass ihr es gesehen habt, das ist möglich. Das kann man machen. Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist das Spiel im Online-Modus zu starten. Ja, also könnt ihr am Anfang, wenn ihr ins Spiel geht, könnt ihr ja sagen, hey, offline oder online starten. Ihr müsst einen online starten, damit ihr den Kelch überhaupt öffnen könnt oder suchen könnt. Anders geht's nicht. Und dann seid ihr dabei bei der Musik. So. Ne? Ganz genauso einfach geht's. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Du kannst mit der Methode, das Ding ist, du kannst ja Runen ausstatten, Mondrunen, da gibt es 3 Stück im Spiel. Wenn du diese 3 Mondrunen ausstattest, kriegst du mehr Blutechos. Dann kriegst du nicht 83.000, sondern, keine Ahnung, 150.000 oder 140.000. Ne? Ich glaube mich zu erinnern, dass du mal von einem Drachen in Dark Souls oder Elden Ring erzählt hast, dem haut man immer auf die hinteren Haxen oder so. Ich find's geil zum Zuschauen, aber ich hab keine Geduld für sowas. Ja, in Elden Ring gibt's mehrere so Spots, die bis heute nicht resettet sind. Es gibt in Elden Ring den klassischen Mutterdrachen-Glitch. Du haust den großen Mutterdrachen um, bis er stirbt. Du laufst in der Zeit, wo er stirbt, weil die Sterbeanimation von dem Drachen unfassbar lang ist, laufst du zurück an den Ort der Gnade, rastest. Du kriegst 50.000 Runen, also halt Seelen in Elden Ring. Der Drache ist aber wieder da. Und das wurde bis heute nicht gepatcht. Ob das From Software bewusst macht, weiß ich nicht. Es kann sein. Wundern darf's mir nicht. Weil es die Spiele dann einfach zugänglicher macht für eine breitere Masse. Weil Souls-Spiele oder Souls-Likes natürlich schon ein eigenes Publikum haben. Eben wie du sagst, die meisten haben keine Geduld dafür. Die meisten haben nicht den Ehrgeiz, sich stundenlang vor einem Boss zu sitzen, der einem keine Ahnung, wie viele Male zusammenhaut, bevor man halt selber liegt. Und für sowas ist halt dieser Easy Mode sozusagen mehr oder weniger ein bisschen gedacht. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Da gibt es seitens von FromSoft aber auch kein Statement nicht. Warten ja, blöd wenn. Ne? Ist auch klar. Da haben wir jetzt ein bisschen. Aber wie gesagt, ich wollte es einmal sagen, dass ihr es halt einmal gesehen habt. Und wie man da reinkommt, das zeige ich dann am Ende. Ich werde mich nur aber auch schon verabschieden. Habt noch einen wunderbaren Stream und eine gute Nacht. Katha, vielen lieben Dank fürs Dasein und nochmal vielen lieben Dank fürs Following. Ich wünsche dir natürlich auch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Schön, dass du da warst. Genau. Das war ein Crashkurs in BH-Kunde.
Crashkurs in BH-Kunde bei wem oder bei was? Crashkurs in BH-Kunde ist immer gut, wenn du mich fragst. Gut, Freunde, wir haben jetzt eigentlich heute mehr geschafft, als ich das vermutet habe. Wir haben 2 optionale Gebiete abgeschlossen, somit bleibt uns nur noch eines und das ist die Albtraumfront. Die werden wir allerdings, also wir werden jetzt noch ins Unterrichtsgebäude gehen, weil das ist sozusagen der Verbindungsknotenpunkt für die Albtraumfront. Da schauen wir jetzt noch hin, dann werden wir das Gebiet noch freischalten und dann sind wir, was die optionalen Gebiete angeht, eigentlich relativ durch. Genau so schaut's aus. So, dieser Zeitgenosse da drinnen ist ein sehr bekannter aus dem Souls-like-Genre, also aus dem Souls-Genre, aus den Souls-Spielen. Das ist der gute Patches. Der kommt fast in jedem Souls-Spiel vor. Was für eine Freude ist es, das Göttliche zu erblicken. Es muss ein solcher Genuss sein. Ihr steht in meiner Schuld, wisst ihr? Ihr seid beinahe eine wilde Bestie. Aber jetzt seid ihr hier und tanzt mit den Göttern. Sind eure Füße so langsam wie euer Verstand? Oh, hört auf zu zittern. Wagt den Schritt. Werft euch den Wölfen vor. Beim Patches muss man dazu sagen, das ist eine hinterlistige Drecksau in jedem Souls-Spiel. Sind eure Füße... Oh, das heißt auch, ich spoilere jetzt vorweg, wir werden den Hops nicht mehr. Gnadenlos. So ging wie es ist. Ich muss jetzt nur noch mal schauen, wie es da genau weitergegangen ist. Das weiß ich nämlich nicht mehr so hundertprozentig. Aha, da geht's einer. Schlüssel zum Unterrichtshörsaal. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen, weil manchmal kleben diese Gegner an der Decke. Ja, und die lassen sie dann runterfallen, wenn zum Beispiel Loot oder sowas da liegt. Dann bist du natürlich erst einmal angeschmiert. Ich glaube, mit dem Schlüssel können wir jetzt die ganzen Türen aufsperren, die verschlossen sind, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Was auch immer die für einen Chemieunfall gehabt haben, es war nicht gut für sie. In der Masse sind die tatsächlich ein bisschen gefährlich. Einzeln können die quasi nichts. Ach, da meiner können wir, okay. Augur von Ebrietas. Das ist einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste Arkanangriff in dem Spiel.
Wenn man also ein Arkan-Bild spielen will, ist das der Angriff, den man haben will. So, man hat irgendwie in den zweiten Stock hin, aber ich weiß nicht mehr wie. Von einem anderen Gebiet aus, aber ich habe keine Ahnung, wie das gegangen ist. Oder ich weiß es nicht mehr, wie das gegangen ist. Es ist schon zu lange her. Aber es gibt auf alle Fälle einen Weg, dass man da oben noch rumrennt. Das geht. Tatsächlich. Aber wie gesagt. Rotes Chili. So, da irgendwo erinnert war das, wo der an der Decke hängt, aber ich weiß nicht mehr genau wo. Da ist es. Gut, der ist eigentlich so gesehen nicht zu übersehen, aber ne, da liegt jetzt Loot, man schaut vielleicht in oben, denkt man, ja geil, geh ich hin, zack, dann hat's das schon. Macht jetzt nicht so einen großen Unterschied tatsächlich. Bis auf ein bisschen Wissen des Verrückten gibt's da normal nichts. Muss ich mal schauen, weil da drüben, glaube ich, haben wir gar nicht durchgegangen, wenn mich nicht alles täuscht. Doch, sind wir schon, okay. Ja gut, weil zum Patches kommt man, glaube ich, nur über den oberen Stock. Aber wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie man in den zweiten Stock kommt. Das ist mir leider entglitten. Muss ich mal, wenn man mit Stream, also bis zum nächsten Mal finde ich das in Erfahrung und dann, oder bringe ich das in Erfahrung, dann machen wir das on-stream auf alle Fälle, weil jetzt sagen wir ja das eigentlich schon. So, wenn man diese Tür hier öffnet, dann geht's in ein neues Gebiet, sozusagen. Ne? Und das ist das größte Wichsgebiet in diesem Spiel. Also es gibt in jedem Soulsplay ein Gebiet, was Abfuck ist, und das ist das aus Bloodborne. Nämlich die Albtraumfront. Kleiner Hinweis am Rande, gerade für die Neulinge unter uns oder für die Erstlinge in Bloodborne, spielt's hier auf jeden Fall im Offline-Modus, weil dieses Gebiet ist PvP-Gebiet. Ihr werdet, wenn ihr da online spielt, nur invasiert. Da kommen lauter echte Gegner oder echte Leute, die euch abfacken wollen. Also im Offline-Modus spielen, dann feiert da nichts. Ihr werdet da auch von NPC-Jägern konfrontiert, von 3 oder 4, ich weiß nicht mehr genau, relativ am Anfang schon, die fucken auch richtig ab. Also da seid ihr auf alle Fälle gut beraten, wenn man da im Offline-Modus spielt. Okay? Und dieses Gebiet ist quasi sozusagen mehr oder weniger das letzte optionale Gebiet, was wir noch machen müssen oder können. Ne? Beziehungsweise wir müssen es machen, weil wenn man die Königin Yharnam herausfordern will, braucht man den Kelch, den man am Ende von diesem Gebiet kriegt. Da muss man quasi diesen optionalen Boss machen, weil sonst kannst du am Ende Königin Yharnam nicht machen. Genau. Freunde der Sonne, aber diese Albtraumfront, die machen wir halt nicht mehr. Da fangen wir halt nicht mehr an, da fangen wir nach der Elden Ring Pause an. Okay? In diesem Sinne. Bin raus für heute, bis zum nächsten Mal. Ein gutes Nächtle. Servus, Cartman. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Hat mich gefreut. Ich wünsche dir natürlich auch ein gutes Nächtle. Und ja, hauen Sie sich hinein. Ne? Freunde der Sonne. Gerade für alle Neuer, die wo jetzt da dazukommen durch Sylexia, dankenswerterweise nochmal. Es wird jetzt so ablaufen, Bloodborne spielen wir ja on-stream auf Platin, inklusive DLC. Wir werden das DLC auch spielen. Ob ich das dann platiniere, das weiß ich noch nicht, je nachdem, wie stark aufwendig das Ding ist. Und jetzt gehen wir ab Freitag in eine vorübergehende Pause der laufenden Projekte. Das ist A, einmal Bloodborne und B, einmal ein Hardcore-Nuzlocke von Pokémon. Diese zwei Projekte gehen jetzt dann in Pause wegen Elden Ring. Am Freitag kommt das Elden Ring DLC. Das ziehen wir erst einmal durch. Jetzt steht dann erstmal nur Elden Ring auf dem Plan.
bis wir das DLC durch haben von Elden Ring. Und dann kehren diese beiden Projekte wieder zurück. Ja, also Bloodborne und Pokémon werden ab Freitag jetzt pausiert und gehen dann nach dem Elden Ring DLC wieder weiter, ganz normal. Okay? Nur, dass ihr da Bescheid wisst und nicht wundert, warum ich jetzt auf einmal kein Bloodborne nicht mehr spiele. Also keine Sorge, das werden wir auf alle Fälle weiter spielen. Da tun wir uns überhaupt nicht runter. Jetzt mache ich da erst einmal spät zu. Und dann da ich mal schnell geschwind vorschlagen. Da habe ich ein bisschen Musik noch dazu, damit nichts passiert. Gut. Aber ich hoffe, es hat euch trotz allem Spaß gemacht. Ne? Heute haben wir ein bisschen was zu tun gehabt. Ebrietas hat uns tatsächlich ein bisschen beschäftigt. Es ist aber auch fein. Ja, mir soll es auch mal nicht anders gehen. Und ja, sie wird sich wahrscheinlich, wenn sie es nachschaut, ins Feister lachen. Die wird sich denken, yes, endlich muss er auch mal strugglen. Aber gut. Freunde. Ich sag vielen lieben Dank fürs Dasein. Für alle Neuen, ich habe einen Discord-Server, kommt da gern drauf. Da kriegt ihr mit, wann ich live gehe. Da kommt einmal in der Woche ein Streamplan. Da könnt ihr dann anschauen, welche Uhrzeit, was für Tag, was für Spiel. Also wie gesagt, kommt gern drauf für mehr Infos und für einen regen Austausch innerhalb der Community. Also da hat mich gefreut, der Discord-Server darf durchaus noch ein bisschen weiter wachsen. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt und einen weiteren Server braucht, der in einem stille Ordner versauern soll, dann bitte gerne auf den Bazi-Gang Discord-Server kommen und einfach einmal auschecken. Wie gesagt, da hat mich wahnsinnig gefreut, wenn sich der eine oder andere noch dazu finden würde. Es ist eine ganz gemütliche Partie, ganz abgesehen davon, ja. Ich glaube, wir sind mal ganz okay, ein Haufen, da die fast sagen. Wenn du mich fragst. Glaub, gibt Schlimmere. So gesehen. Genau. Ansonsten, jetzt schaue ich vorab einmal, wer live ist, aber ich glaube, dass die Jassi einen Charity-Stream hat, tatsächlich. Glaube ich? Hat die halt einen Charity? Ja, die hat einen Charity-Stream. Das werden wir natürlich schon unterstützen, das ist aber hoffentlich klar. Ne? Charity, ich glaube, da geht es um das Leben der Meere sozusagen, also um Fische und so Zeug. Rettet die Wale, findet Nemo und so weiter und so fort. Also wer da vielleicht den einen oder anderen Groschen über hat, donatet da bei der Jassi, die hat wie gesagt gerade einen Charity-Stream eben für den Schutz der Artenvielfalt in die Weltmeere. Das ist eine ganz zauberhafte Sache. Es rennt nur bis Ende Juni Sea Shepherd. Ah ja, okay. Oder Sea Shepherd, oder wie das heißt. Genau. Also wie gesagt, wer da Interesse hat und da den einen oder anderen Cent, den er über hat, vielleicht sinnvoll investieren möchte, die Artenvielfalt der Meere zu schützen, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Da glaube ich, kann man sich glaube ich, nicht beschweren, da ich fast sagen. Genau. Ansonsten sage ich vielen lieben Dank für die ganzen neuen Follower nochmal an der Stelle. Schön, dass du da hat's. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, es gefällt euch. Bei mir gibt es, wie gesagt, ausschließlich so Story-Spiele. Momentan halt viel, dieses Jahr vor allem sehr viel Souls-like. Es stehen so viele Titel auf dem Plan, die wo jetzt kommen, Elden Ring DLC, Black Myth Wukong kommt. Es kommt so viel Zeug, auf die ich unfassbar Bock habe. Generell, wie gesagt, es sind Souls-Likes bei mir zum Singen. Es gibt mal Hardcore-Nuzlocke in Pokémon ab und an einmal. Es gibt sehr viele Story-Spiele zum Singen. Also, wenn ihr nicht gerade irgendwie Shooter-Spiele singen möchtet, dann hat es bei mir, glaube ich, an der richtigen Adresse. Weil sowas spiele ich eigentlich nicht. Wir machen jetzt auch demnächst wieder einen Community-Zop mit Mario Kart. Also, es ist alles bunt gemischt sozusagen. Und ich glaube, da ist für jeden einmal das eine oder andere dabei, was einem gefällt. Von daher, wie gesagt, mich würde es freuen, wenn es dabei bleiben darf. Und an der Stelle einfach nochmal ein riesen Dankeschön, dass ihr gefunden habt und ein Follow da lassen habt. Nochmal nachträglich danke an Selexia für den Raid nochmal, für die ganzen Resubs, die heute reingekommen haben wieder. Vielen Dank an der Stelle. Genau, ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß gemacht habt. Oder dass ihr Spaß gemacht habt. Dass ihr Spaß gemacht hat. So wollte ich sagen. Dass ihr Spaß gemacht hat. Und wir gehen jetzt zu Jassi. Die kommt auch aus Österreich, die spricht nicht so krassen Dialekt wie ich, keine Sorge, die spricht sehr gepflegt, ist eine unfassbar sympathische Streamerin, ist Teil unserer Bubble. Lasst auch bei der einmal ein bisschen Liebe da, die macht mittlerweile ist sie Souls-like affin, also die spielt in letzter Zeit, sie hat Lies of P beendet, das war ja erst Souls-like, sie wird jetzt dann mit Elden Ring anfangen.
Spät Horror, spät DBD, also gerne mal Herzaldrucker bei ihr, das hat sie sich auf alle Fälle verdient und es lohnt sich auf jeden Fall. Wisst ihr sehen, das kostet nichts, so ein Following, aber uns Streamern hilft da ungemein, weil wir weiter wachsen können. Also geniert euch nicht und gibt ein bisschen an Support weiter, okay? Gerade bei so Charity-Sachen auf alle Fälle eine coole Sache für euch. Wir haben noch einen Raid-Command, der glaube ich noch nicht im Chat steht. Glaube ich. Nein, steht noch nicht im Chat. Sei magst du einen Raid-Command schnell einschreiben? Den Raid-Command, den gibt es für Subs und für Non-Subs. Einfach kopieren, was ihr braucht und dann bei der Yassi einfach einfügen. Genau, da kommt er schon, der Raid-Command für Subscriber und Non-Subscriber. Und dann bei der Yassi einfügen, okay? Wir hören und sehen uns am Freitag wieder. Freitag 14 Uhr, Start ins Elden Ring DLC. Ich habe unfassbar viel Bock drauf. Ich freue mich narrisch drauf. Endlich da eine zum Starten. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und wird ein cooles Elden Ring Wochenende auf alle Fälle. Ich habe schon richtig Bock. Genau. Ansonsten, allen einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Ich habe noch Urlaub. Morgen für alle, die arbeiten müssen oder entschuldigen müssen, einen angenehmen Tag. Macht das Beste draus. Und wir hören und sehen uns dann, wie gesagt, am Freitag um 14 Uhr wieder. Okay? In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank nochmal an alle und haut euch rein. Bis zum Freitag. Viert euch, Servus.